Alle reden, keiner sagt Okay. jetzt. Jetzt Sag redet denen mal, jetzt redet wir. Pull up im Handy. Schau, dass du nicht deinen Papa sieht. Wie wenn das beides so. Oh, die Liebe kann uns niemand nehmen. Oh, die Liebe kann uns niemand nehmen. Mic check, Mic check. Check, 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 check. Für all die bösen Zungen, die behaupten, dass ich Alkohol wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ich trinke Kaffee. Cola. Ching, ching. Ching, ching. Fast verbrannt. Wir. Jetzt redet wir eigentlich, oder? Jetzt reden wir, ja. Jetzt redet wir. Wir haben eine Umfrage gemacht, gemeinsam. Das ist unsere zweite Folge gemeinsam, die wir machen. Und wir haben ein paar Themen gesammelt. Durch Social Media. Also falls jemand sich auch einbringen möchte, Instagram ist die Adresse, wo man kann, ein bisschen mitwirken kann. Es sind mega viele Themen reingekommen. Ich habe dir ein paar gesagt. Covid, Krieg, Gesellschaft, getrennte Eltern, Sorgerecht, Patriarchat. Kennst du das Wort? Ja, ja. Sind wir alles nur Energien? Etc. etc. Eine Folge ist noch, eine Idee ist noch reingekommen, die finde ich noch gut. Anstatt jetzt redet mir, jetzt lallet mir. Edition, wo jeder mindestens 2 Promille haben muss. Sonst wird der Podcast nicht aufgenommen. Oh Gott. Und das meiste Thema, das eigentlich genannt worden ist, Schleichwerbung, war, Frauen, können über Frauen reden, können über Dating reden. Eben, wir sind beides Männer, 25, zwischen 25 und 30. Du bist 27, 27, ich bin 30. Und dann bin ich mit dieser Idee gekommen, oder? Zu dir. Und habe gesagt, Bro, nein, du bist zu mir auch. Wir sind beide, haben uns in der Mitte getroffen. Und er hat gesagt, machen wir doch eine Folge über Frauen daten, dies, das, tralala. Der Plot-Twist an dieser Geschichte ist, dass der Leroy das ein bisschen leitet. Ich habe ja super Aufzüge bekommen. Super Aufzüge. Habe die Aufzüge gemacht. Haben wir ein paar Themen aufgeschrieben zu dem Thema Frau, also beziehungsweise Frauen. Sind wie auch ein bisschen Fragen. Ich habe Flugmodus. Aha, okay. Ja, ich habe gedacht, zum Weg. Nein, ich habe Flugmodus. Perfekt. Wir fragen, was unsere Meinung dazu ist. Wir können sonst gerade direkt. Wir können direkt. Direkt. Also ich sehe immer so, weißt du, zum Beispiel so TikToks oder von Kolleginnen, immer so, wenn sie Sachen posten, so, kennst du wieso die Senna Gamur oder wie die heißt? So eine Deutsche, die macht Die immer von so. Monrose von früher, gell? Ja, die ist bei Monrose mit dieser brutalen Frau, die Ex-Freundin von K1. Weißt du nicht, welche? Die in der DSDS-Jury. Ist sie in der Jury gewesen? Ja. Ich weiss welche. Ja, irgendetwas. Auf jeden Fall, die macht ja immer so die Sprüche so für Frauen und so, weißt du. Und darum habe ich heute habe ich mit einer Kollegin darüber geredet, ey, was ist so die Meinung, dann hat sie mir so erzählt. Und jetzt frage ich aber dich. Und zwar, was ist deine Meinung zu Daten? So, was hast du für Anforderungen an Frauen? Oder beziehungsweise, was gibt es so der richtige Upturn bei Frauen? So, ich glaube, wir Männer, wir tun viel untereinander reden. Ja. Weißt du, ein richtiger Absturz gewesen und die hat irgendwie ein Small aufgemacht und du hast gerade gehen, Ja, sobald sie anfangen zu reden. Aber ich finde es spannend, wenn wir mal ein bisschen so tiefer gehen. So. Und vor allem, warum? Also, das ist die erste Frage. Die erste Frage ist... Was hast du für Anforderungen? Anforderungen? Bro, ich stehe auf intelligente Frauen. Es muss jetzt kein Doktor in Naturwissenschaft sein und keine Ahnung, was weiß ich was, aber so ein bisschen Intelligenz, sagt das ein Bauernschleu, ein Street... Ja, man sagt Bauernschleu.
Hast du noch nie Ich habe das gehört? noch nie gehört. Wenn jemand bauernschlau ist, du bist nicht akademisch schlau, so à la, du hast jetzt keinen Doktortitel oder keine Ahnung, weißt du, Dings, aber bauernschlau. Das übersetzt, das ist ein pfiffiges Denken, mit Pfiffigkeit ausgestattet. Bauern sind doch so ein bisschen Alleskönner. So im Sinne von, der melkt, der tut heuen, der tut Selbstständig, Haushalt, Bibabo. so, dies, Ja. das, Bauernschleue. Das ist mir mega wichtig. Und wie man sich halt benimmt. Letztes Mal hatte ich ein Date gehabt, oder? Schau jetzt. Und sie hat mich gefragt, was ist dir wichtig bei einer Frau? Und ich habe gesagt, ey, schau, ich habe gerne, wenn eine Frau feminin ist und ist fast explodiert. Was meinst du damit? Erklär mir das. Was ist feminin? Da hat sie gemeint, du meinst, du musst in die Küche stehen, oder was? Genau, und ich habe gesagt, es geht nicht darum, ich stehe in der Küche und dies und das. Und nachher war es noch eine lustige Diskussion gewesen. Also es ist eigentlich noch angenehm gewesen, es ist nicht durchgefallen und so. Aber ich konnte das nicht ausdeutschen nachher, was ich meine mit dem. Weil sie ist schon ein bisschen so emanzenmässig, so Frauen, Gleichberechtigung, was ja nicht schlecht ist, nicht, dass jetzt bei mir alle an den Hals springen. Und eine feminine Frau, die aber nicht abhängig ist von einem Mann. Ja. So, eine feminine Frau, was meine ich damit? Wo gerne sich auch hübsch macht, wo keine Ahnung, ich weiß doch auch nicht, so die Mutterinstinkte hat. Was verstehst du darunter? Das würde mich interessieren. Wenn dir jemand sagt, Bruder, ich stehe auf Frauen, die feminin sind. Keine Shisha-Bar Dilaras, das ist klar, das nicht. Da renne ich davon. Gell? Da renne ich davon. Tot. Was ich darunter verstanden habe, ist genau, was du auch sagst, dass sie eigentlich eher in die Rolle eher schlüpft als Frau. So, also beziehungsweise so, da kommt ja das andere Thema, dass man maskuline Energie, dass du ja eigentlich mehr sie kannst schützen in dem Sinn, oder du gibst ihr das Gefühl, du sorgst dich, und sie wiederum, sie lässt sich dann leiten, du klärst alles, du triffst wieso nicht alle Entscheidungen, aber du gibst ihr das Gefühl von, sie ist sicher. Und ich höre das auch viel bei den Kolleginnen. So, ich bin nicht in der maskulinen Energie. So, ich muss Entscheidungen treffen, ich muss es leiten. Ich habe so das Gefühl, so, ich muss alles machen. Ich habe gerade heute auch gehört, dass jemand gesagt hat von ihrem Ex, ich habe Muttergefühl bekommen für den. Das ist aber Das ist scheiße, ja. Das ist dann, weil der einfach nichts hat können alleine machen. Ja, ja, das so. ist Und das ist halt so kein ein feminine Feeling. So. Genau. Wie soll ich sagen, eine Frau, die sich fallen lassen kann, voll, so, Ja. wo so weiss, ey, mein Mann ist da, aber wo nicht so ein zartes Blümchen ist. Nein, so, wo aber auch ich kann selbstständig nicht, ist. Genau. Selbstständig, sie steht im Leben, Voilà. sie hat ihren Kreis, sie hängt nicht 24/7 an dir. Gesundheit, Selbstständig. alles Maul, ich schwör's dir, Und ja. das ist für mich so eine feminine Art. Sie macht ihre Ladies-Abend, keine Ahnung, gehört alles dazu. Voll, voll. Ich finde das noch krass, wir hocken da und man hat so ein bisschen wie Angst, dass ich wie nichts Falsches sage, dies und das. Das ist schon eine crazy Entwicklung eigentlich, die wir gerade wie durchmachen. So, du darfst das nicht sagen, das ist der, weil mit er, sie angesprochen wurde, dem, der, keine Ahnung. Willst du jetzt das Thema aufmachen? Ich will das nicht aufmachen, ich will einfach nur sagen, ich halte nichts von dem, sorry. Ich respektiere jeden, wie er ist. Fix. Wenn du mir sagst, Bruder, kannst du mir sie sagen? Wenn ich daran denke, ich sage, aber wenn ich es dann einmal nicht sage und du durchdrehst, beruhig dich, Kollege. Also, ich Checkst. halte sowieso nicht davon, aber... Machen wir das nicht auf, ich schwör's dir, ekelhaft. Nein, sorry. Lassen wir zu. Lassen Sorry. wir zu. Das ist etwas, was mir wichtig ist. Sonst, was ist mir wichtig? Eine Frau, die schafft, man. Ich will keine, die so Sozialempfängerin die hängt und so. Ja, mein Mann macht dann schon, er verdient ja Geld, ich kann dann einfach nur die chillen. So viel Ansprüche habe ich nicht einmal gesehen. Ja, du hast gesunde Ansprüche. Gesunde Ansprüche. So. Du? Was mir extrem wichtig ist, dass eine Frau sich artikulieren kann. Ja. So, und einfach nicht redet wie so eine Dilara. So, es ist jetzt ein Herz für die Ich Dilara. schwöre alle, die die Lara Es tut mir leid. Ekelhaft für euch. Die haben Kollegen, die nicht kennen, Dilara, ich meine nicht dir. Nein, es ist einfach so, keine Ahnung, wo du einfach, du weißt, du kannst dir irgendwann der Mutter vorstellen, der Schwester, und sie schaut dann nicht so drin, so, what the fuck, was hast du mit heimgenommen? Also weißt du, so, einfach so, dass
der Standard, so, das Höfliche, sie kann sich artikulieren, sie wirkt oder ist intelligent. Das ist natürlich immer attraktiv, wenn eine Frau intelligent ist. Ist immer Sapiosexuell nennt man das. Sapiosexuell ist der Fachbegriff für, wenn du dich sexuell angezogen von Intelligenz fühlst. Schönes Wort, gell? Bitte schön. Nochmal etwas. Bruder, wenn ich noch 10 Folgen mit dir mache, dann bin ich ja langsam... Gehen wir an die Uni. Ich studiere irgendetwas. Gut, ich habe halt wie so ein Faible für Schuhe. So, ich habe schon ein bisschen Anforderungen an... Also nicht, dass jetzt die Sneakers muss catchen. Ganz kurz. Gar nicht. Ganz kurz, so das Schwenker. Der Leroy ist crazy, was die Schuhe angeht. Wie viel hast du? Alle zusammen oder einfach die ich vor allem trage? Nein, alle zusammen. Zwischen 100 und 140. 100 und 140. Ab und zu, der Brüder, wenn ein Schuh rauskommt und es gefällt ihm, er kauft alle Farben, dass er sich kombinieren kann. Also, ich verstehe, das ist auch gesund, finde ich, weil das ist Interesse, du willst, dass die gleiche, dass die Frau, sie muss nicht gleich viele Schuhe haben, aber ein bisschen Nein, es geht nicht um das. Es geht nicht um das. Es geht darum, dass sie mich dort immer aufhängt, wenn ich mit einem neuen Schuh komme. Schadensbegrenzung, okay. Nein, es ist so, also zu meiner Verteidigung, ich trage all meine Schuhe. Die teuersten. Ich trage sie. Ich gehe mit denen auch in den Ausgang. Was sind die teuersten Schuhe? Es gibt einfach meine teuersten Schuhe. Also vom Geld, das ich gezahlt habe, oder vom Wert, wo er zuoberst war? Beides. Mein teuerster Schuh, den ich im Leben gezahlt habe, war ein 1000er. Das war der erste Travis Dunk. Er hat so ein Bandana-Muster. Okay. Ganz schlimme Schuhe. Würde ich mir jetzt sofort nochmal holen. Hast du ihn nicht mehr? Nein, ich habe ihn dann am Kollegen verkauft. Okay. Und der teuerste, der in der Sammlung war, ist vom Wert her, ist der allererste Yeezy. Ja. 350er V1, der Turtle Dove. Das ist der erste, der ist im 2015 rausgekommen oder so. Den habe ich heute noch da. Mit dem bin ich am rave und so. Okay. Der hat so Brandys unten dran. Alles erlebt. Aber ich trage sie, weil ich habe Schuhe gerne. Du hast ja gesehen. Bruder, krank, wirklich. Also ich habe auch gerne Schuhe. Einfach mal 3 Köpfe höher als ich, zweimal so. Ich schwöre, ich habe auch gerne Schuhe, aber ich habe keine Ahnung. Also die ich anziehe, sind vielleicht 15, 20 so. Aber es gibt natürlich Phasen, wo ich sehr viel, zum Beispiel jetzt die Campus trage, die Farben, wo ich irgendwie 10 Farben habe. Der, wo du letztes Mal gekommen bist, gell? Ist das der? Ja, der Adidas. glaube ich. Ja, genau, der Adidas. Ja. Von denen habe ich etwa 10 Farben. Und vor allem die sind Preisverhältnis sind halt Basic-Preise, wie so ein Dank. Ja. Also klar, wenn du 10 hast, hast du auch über 1000er ausgegeben. Das ist sowieso halt nicht. Du hast 10 Paar für 1000er anstatt 1 Paar für 1000er. Jetzt stelle ich dir eine Frage und ich sehe das immer auf TikTok. What's the overrated shoe? Das ist eine gute Frage. Es gibt sehr viel. Und Bruder, ich sage dir, 90% sagen das Gleiche. Alle sagen Panda. Panda, ja. Panda Dunks. Ich finde ihn schlicht einfach. Du kannst ihn zu allem tragen. Es ist wie, ob du jetzt einen schwarz-weißen hast oder einen... Was habe ich... Was? Aber Panda ist schon schwarz-weiß, oder? Ja, er ist schwarz-weiß. Ja. So, er ist einfach... Er ist wie der weiße Air Force. Er ist zeitlos. Genau, und ich finde... Ja. Sag, ich lasse dazu. Ich habe es nach 27 Jahren geschafft. Ich war beim Almaf im Sneakers. Ja. Ich habe einen 4er Jordan geholt, einen weißen, so einen schlimmen olivgrünen, wo mir zu klein ist, den ich nachher einem Kollegen geschenkt habe. Und ich ziemlich so, ich brauche noch einen Basic-Schuh. Also nicht mehr einen Air Force. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Air Force gehabt. Noch nie in meinem Leben habe ich einen Air Force getragen. Was? Und er hat mich verflucht. So wie er halt ist. So, was? Wie kann das sein? Nie mehr einen. Einen genommen. Und? Eine Woche später habe ich nochmal einen geholt. Ja, das ist normal. Und dann habe ich nochmal, jetzt habe ich einfach schön wieder Frühling und im Sommer. Genau. Bruder, das ist der schlimmste Schuh, den ich im Leben jemals kann. Der ist krank. Du kannst zu allem anlegen, Bruder. Zu engeren Jeans, zu Baggy, zu Trainer, alles. Ich liebe das Schuh. Ich habe die Version, die Drake rausgebracht hat. Mit dem Schriftzug. Ja, Love You Forever steht drauf. Und ich habe ihn behalten. Ich habe gedacht, so, vielleicht wenn irgendwann der Drake stirbt, der Schuh geht. Das ist unermessliche Uhr. Das habe ich auch gedacht beim Nike Presto Off-White. Ja. Beim ersten, der ist ja so beige, schwarz. Ich weiß es gar nicht. Ich bin nicht so mit Sneaker-Kenner, einfach nicht, dass ich mich da mit fremden Federn schmecke. Ich bin mit dem sogar was war es, im Horse Park, Terrazza. La Terrazza, ja, die hat es da steht. Ich bin mit dem dort am Abgegangen und irgendwann check ich so, der DJ ist einfach der Virgil Abloh. Bevor er gestorben ist.
Ich habe es einfach nicht gecheckt, dass der einfach so vor mir aufleitet, Bruder. Ich hätte ihm am liebsten meine Schuhe aufgelegt und der schreibt, Bruder, und der schreibt schnell. Also was, wie meinst du? Der Virtual Abloh war ja DJ, Bruder. House-DJ, Techno-DJ. Ah, was? Ich habe das nicht gewusst. Und er ist einfach dort? Er war einfach dort, Bruder. Und ich und der Kollege, der Lehrer, ich schaue uns so, Brat, das ist der Virtual. Er so, nein. Ich habe jetzt gedacht, er ist so ein Lookalike. Darum habe ich ein bisschen gelächelt. Und ich dachte, er ist einfach Er er. ist einfach der, Bruder. Einfach dort am Auflegen. Ich habe nicht gewusst, zu Der dem ist- Zeitpunkt, der lebt dass nicht er mehr, ist. Nein, er ist ja aus dem Nichts. Also, aus dem Nichts. Er hat einfach nie nicht etwas erzählt. kommuniziert. Genau. Stell dir vor, ich hätte jetzt einfach in meiner Vitrine einfach den Presto, Bruder, mit der Unterschrift von Virtual. Und ich bin nämlich am Gitter gestanden dort. Ich Du, bin das am Gitter Studio... gewesen. Ich bin so, gut, ich habe nicht konsumiert, ich bin einfach besoffen. Bro. Ich kann nicht so besoffen sein. Er ist wirklich dort. Nachher ist er, glaube ich, ins Kauf auflegen. So. Und er ist ja das grösste Idol für was das das- Design, ja. Genau, ja. Wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, die erste Folge von Leroy und mir, Folge 27, schaltet mal ein und dort hört ihr ein bisschen über seine Marke, ein bisschen über persönliche Sachen, falls ihr ihn noch nicht kennt. Was soll ich wieder sagen? Eben, der Panda finde ich einfach, es wird einfach jetzt so, weil einer das gesagt hat, sagt es jetzt wie jeder und Ja. der Schuh ist brutal und auch der Air Force ist brutal. Das sind so Schuhe, finde ich, die du im Schrank haben musst, weil du kannst mit allem einfach anlegen. Aber zurück zum Thema. Ja. Ja, sie Abgeschlossen. muss schon ein bisschen, die Frau muss schon ein bisschen so nicht das Interesse zu Sneakers catchen, so, aber sie muss zumindest verstehen können. Jetzt siehst du sie, oder sagen wir so, ich mache mal das Fass ein bisschen auf. Du hast ein Date, du Ja. siehst brutal, alles was dir gefällt. Sollte ein Typ beschreiben, das ist gut. Du siehst, wie dein Typ ist und dann kommt sie mit so abgestandenen Air Force Ones, aber so nieder, Bruder, und so voll eng gebunden und so. Ist das ein K.O.-Kriterium oder kannst du darüber reden? Also Bruder, wenn du schon mal so zum Date kommst, ist fraglich. Eben, gell? So. Okay, das sagt Dann ist mehr über den fraglich. Charakter aus So. als über den Schuh. Also jetzt nicht, dass es per se schlimm ist, so, aber ich sag mal so, das ist genau das Gleiche wie, also das ist jetzt ein hure dummer Vergleich und wahrscheinlich werde ich da von gewissen Menschen aufgehängt. Egal, Mann. Aber ich kann die Leute Bis nicht es zum anschauen. Date kommt, haben wir uns ja ein bisschen kennengelernt. Schreiben, ja hier, Instagram. Und dort siehst du ja, dass ich ein Faible habe für Schuhe. Ja, das Der ist... Ordner, den ich habe von Schuhen, ist ja, glaube ich, kein Ordner ist so von der Highlights so groß. So. Und wenn du dann so mit diesen Schuhen auftauchst, ist es gleich wie wenn ich eine Frau date und sie ist Veggie. Und ich komme einfach mit einem Fleisch-Sandwich zu ihr, oder so, gehen wir etwas trinken. Ja. Weißt du, wie ich meine? Es ist einfach offensiv, oder? Es ist einfach Also, ein es ist sowieso, du musst dich doch fürs Date rausputzen. Ich gehe auch zum Coiffeur. Also das heisst... Wenn ich zum Coiffeur Date Schau, ich dann habe morgen ein zum Date und das Coiffeur. ist etwas, wo mich ein bisschen triggert im Fall. Ich lasse meine Haare gerade wachsen. Das sieht ja gut aus. Du hast einen Beanie, Bruder. Bruder, aber ich gehe in ein bisschen Lackglas-Resti. Und jetzt, wie soll ich da hingehen? Heide, sag. Jetzt kann ich an ein Machst ein Date. bisschen die Haare nass, du tust ein bisschen gegen hindern, Bruder. Aber eben, ich kann keine Beanie anlegen. Es geht wie nicht, weil Bruder. ich muss, Bruder, Hemd und Beanie. Also das ich ist- sage mal so. Ins Churrasco gehe ich zum Beispiel mit Cap. So. Ich glaube, du hast mich noch nie... Ja. Ich glaube, du hast mich noch nie gesehen ohne Cap. Ich habe dich noch nie ohne Cap gesehen. Ich gehe zum Coiffeur und einen Tag später trage ich Cap. Ich gehe zum Coiffeur, lasse mir Haar schneiden, sobald er fertig ist, lege ich wieder Cap an. So. Mach die Haare ein bisschen nass, du siehst ein bisschen gegen hinten ein bisschen frech, Bruder. Du siehst gut aus. Ich habe Bei letzte dir sieht es sowieso Woche... gut aus. Cool, ich habe letzte Wochenende... habe ich keine- Oder Mir gehst jetzt zum gar nicht Coiffeur, gefallen. machst ein bisschen auf der Seite. Ein bisschen. Nein, Bruder, ich lasse wachsen. Das Dann ist, das ist kannst du so gesetzt. zusammenbinden, noch nicht, gell? Nein, noch lange nicht. Noch lange nicht, Bruder. Wie meinst du das zusammenbinden? No. Das geht schon, Bruder. Ist Machst- schon machst ein bisschen, Bro, machst wenn ein ich bisschen zusammenbinde, sehe ich aus wie die Aslaks, die da... Wie die Kinder, die noch zu Ja, wenig wo die haben, wie meine Poulet Tochter stehen. amigs, Ja. die noch zu wenig haben. da und da hängt nachher. Ekelhaft, Bruder. Nein, wirklich. Das Nein, ist- Bruder, machst ein bisschen nass, mit Schuh, mit Wachs, keine Ahnung. Bruder, ich habe noch nie so Haare gehabt. Bruder, bei mir gibt es nur den Schwamm, Bruder, zum Dings machen. Ey, haben wir noch etwas zum Trinken? Bruder, wir haben... Was haben wir noch? Wir haben... Tee? Nein, ist gerade gut. Ich hatte Kaffee gehabt. Eistee? Etwas Stilles. Wasser, Bro. Wasser, ja, perfekt, Mann.
Cool, für alle, die Oder Safety First. Das ist Wasser. Safety Das ist aber First. gutes Wasser. Gutes Wasser Mit viel kommt in Kohlensäure. Glasflaschen. Bräh. Ja, schau, ich verstehe das. Also das heisst, deine Antwort ist eigentlich, das ist Killerkriterium. Weil damit zeigt sie nicht, dass du... Also Nein, das Killerkriterium nicht, aber Ich ich würde es nicht wertschätzen, aber... deine Nein, das Liebe nicht. dafür. Also es kommt halt darauf an, wie sie allgemein, also zum Beispiel meine Ex, also ich bin die letzten 10 Jahre, 8 Jahre in einer Beziehung gewesen, knapp 8 Jahre, aber mit zwei verschiedenen, also meine Ex-Babymama, von der Mutter von der Leila und dann mit der letzten, und die hat auch kein Fable gehabt für Schuhe. Gar nicht. Sie hat zwar einen Air Force One gehabt, so, aber sie hat null ein Fable gehabt. Also, sie hat immer gesagt, sie findet es krass, dass ich die Schuhe trage. Nein, ich habe dir jetzt gesagt von dem Date, du gehst als Date, dann kommt sie mit Eben. abgestandenen Air Force One. Darum sage ich, es ist kein Killer-Kriterium. Okay. Aber. Ching Ching Bra. Gzuar, wie wir in Kosovo sagen. Aber es ist natürlich etwas, wo ich nachher kurz mal ein bisschen auseinandernehme, das Thema. Ja, So. okay. Was ich auch mega wichtig finde, oder das ist jetzt nicht das erste Date, aber was ich zum Beispiel wichtig finde, und dort, ich gehe an die Palme, wenn das nicht so ist, wir gehen jetzt, ich stelle sie meiner Mutter vor, oder? Und ich habe dir schon mal gesagt, Mutter ist für mich so, drüber geht gar nicht. Ich stelle der Mutter vor, wir essen dies, das. Bruder, meine Mutter, das ist eine Türkin, die kocht, die macht alles. Der ganze Tisch ist voll für 2 Personen. Genau, und so wirklich so Gastfreundschaft par excellence, weißt du? Und dann ist für mich so, dann schaue ich, was sie macht. Ich mache immer so kleine Tests, wenn ich am Daten bin. Ich mache etwas und ich will das nicht mal vielleicht sagen oder machen, ich will aber die Reaktion sehen. Checkst? Ja. Voll Psycho, aber egal. Und wenn sie dann nicht aufsteht, wenn es ums Abräumen geht und hilft, Ja, aber das für hat mich ja ein ist, bisschen für mit mich ist Anstand das zu tun. Killerkriterium. Auch wenn meine Mutter sagt, nein Schatz, sie sagt, der Schatz, hock an, alles gut, ich Sie mach sagt, schon. nein, ist gut, ich helfe gerne und so. Das ist etwas, Ja. was ich erwarte, Bruder. Weil es hat nichts mit dem zu tun, wir Männer sitzen und du machst. Bruder, Nein, wir das sind hat 4 nichts. Buben. Wir können alle putzen, kochen, Ja, waschen, alles Mögliche. Das hat mit Respekt zu tun. Du gehst Mit irgendwo Anstand. hin, Bist die Gast. Person kocht für dich, macht dies, das, tralala, und dann kommst du und sie sagt, hock an, und du sagst, okay, dann hock ich an. Wenn ich mal zu Besuch bin bei dir und du kochst, kannst du sicher drauf sein, du kannst mich abschlagen, du kannst mir sagen, Bruder, hock an, ich hock nicht. Ich hock nicht. Das hat für mich mit Wertschätzung zu tun. Ja. Du hast dir Zeit genommen, du hast für mich gekocht. Das Mindeste, was ich machen kann, ist beim Abwasch helfen, einräumen, Aber das habe aufräumen. ich auch immer gemacht. Nicht nur bei Dates, sondern auch die Heime, wenn wir bei der Ex-Freundin Immer? gegessen haben. Für mich ist das immer. Ist das immer so ein Ding, so, ey, ich helfe jetzt schnell, zusammen, gemeinsam, ob es jetzt nur sie und ich war oder was auch immer. So, Bro, das ist für mich nicht verhandelbar. so Nicht das verhandelbar. ist nicht verhandelbar. Und sonst, so was auch so ein bisschen ankommt, sorry, das habe ich jetzt ein bisschen vergessen vorhin, ist so Respekt, Anstand, wie man halt tut reden, wie man sich auch präsentiert. Eine Frau soll sich schön anlegen, ich sage nichts dazu, aber jetzt blöd gesagt, du kommst zu meinen Eltern mit. Ja, ja. Das sind Türken, die Da kommst du ein bisschen hochgeschlossen. Bruder, nicht, Bruder, du kannst schon, meine Mutter ist keine mit Kopftuch und tralala, weißt, auch wenn es so wäre, aber du kommst nicht einfach zum Beispiel nur mit Leggings und keine Liebe drunter und dein Arsch sieht man. Das ist für mich so etwas, das hat mit Respekt zu tun. Ich sage nicht, also ich habe in meinem Leben noch nie ein Handy kontrolliert, ich habe noch nie in meinem Leben irgendeiner Frau gesagt, das darfst du anlegen, das darfst du nicht anlegen. Wenn ich es schon sagen muss, hat es wirklich keinen Wert mehr, checkst? Das muss von allein schon Klick machen. Wie auch ich, wenn ich komme nicht mit meinem Trägerliebli zu deiner Mutter und Tattoo, hock dort an wie ein Schwein, friss einfach und dann ich Füße auf chill dem jetzt. Tisch oder was eigentlich. Genau, nein, ich verhalte mich 100%. wie ein Mann sich verhalten soll, Mann. Ja, und ich glaube, wir Anständig, sind- respektvoll. Ich glaube, wir sind auch in einem Alter, wo wir eigentlich genau wissen, wie wir uns präsentieren oder sollten uns präsentieren oder du jemanden repräsentierst. Ja. So, weißt, es geht ja nicht nur um uns, es geht ja oder um die Frau. Also, es geht ja auch darum, du tust ja etwas repräsentieren, wenn du mit einer Frau bist. Du meinst genau. Ja, wie verhaltest du dich? So. Weil du tust sie ja repräsentieren. Ja, ja, ja. So. Und umgekehrt ja auch. Ja, So. Genau, das geht genau. ja- das ist das Typische. So. Gut hast du gesagt, ja. Das Typische so,
wenn sie dich schlecht repräsentiert, dann sagen sie nicht, ey, sie ist komisch. Dann heisst, was hast du für eine mit angeschleppt? Genau. Die State sagt mehr über dich aus als über sie, sozusagen. Voilà. Ja. Voilà. Punkt. Punkt. Zitat Ende, Punkt. wie der Kurt Ivo sagt. Zitat Ende. Aber hast du so Grenzen bei Dates? Oder was Also ist Grenzen, so das, wie meinst was würdest du sagen, was ist für dich ein gutes Date? Was würdest du überhaupt daten und was nicht? Also was ein gutes Date ist für mich so der Austausch, wo, also, du erstmal catchest Energie, catchest nicht. Das ist für mich, ich kann das nicht erklären, der Vibe, ob der ist oder nicht. Das kannst du gar nicht in Worte fassen, das spürst du nicht. Ich habe noch Blöterli Wasser eingepackt, weil ich weiss, dass du Blöterli Wasser gerne hast. Ich liebe Blätterli Wasser. Zeig's einfach in die Kamera, weil ich habe keine Mineral, Luft mehr. Was steht da drauf für die, wo... Wasser mit Blätterli. Wie soll ich das sagen? Der Vibe, guter Austausch. Ich hasse, wenn ich zu viel von mir muss erzählen und nichts zurückkommt. Ich hasse aber auch, wenn ich zu viel muss zuhören. Bro, es ist einfach, wirklich am Ende kommt es nur auf den Vibe an. Also sind wir dort- Vibes lügt nicht. Bro, Der Vibe lügt nicht. genau. Und mein Status in meinem Instagram ist in the end, it's all about the vibe. Hast du einen Vibe mit einem Menschen? Hast du nicht? Schau, wie wir zwei jetzt. Nee. Wir sind jetzt kein Liebespaar, aber wir haben uns gesehen, Bruder. Wir haben uns sympathisch empfunden. Wir haben einen kurzen Austausch, aber einen intensiven gehabt. Dann haben wir auf Instagram ein paar Mal geschrieben. Wir haben die erste Folgetag gemacht. Voll der Vibe um. Und Jetzt here we go again. here we go again. Und wie war das zweite Mal? Es war ganz anders, weil du kannst dich ein bisschen, es ist eben die Energien lügen nicht, Bruder. Das kann man keinem etwas lügen, erzählen. ja. Auf das kommt es mir an. Und was sind No-Gos, was sind... Das kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir mal erzählen von dem schlimmsten Date, das ich hatte. Also, es war jetzt nicht brutal schlimm gewesen, weil ich schaue schon ein bisschen, aber ich habe mal Tinder gehabt, eine Zeit lang. Ja. Bro, lass mich nicht lügen, wann ist das her? 2016 oder so hatte ich Tinder gehabt. Und dann habe ich eine getroffen, ich habe sie abgeholt. Ich muss sagen, ich bin schon ein Gentleman. Also so, ich zahle fürs Essen, auch wenn du kommst und du siehst nicht aus wie auf den Bildern. Wenn ich catfished worden bin des Todes, ich finde, ich bin so anständig und reduziere dich nicht auf, dass ich zahle für Essen, Bruder. Wenn ich dich abgeholt habe, ich fahre dich heim, kein Ding. Ja. Und dann habe ich sie abgeholt. Bro, null hat sie wie auf den Bildern ausgesehen. Also, was heisst Catfish 0? worden. So von 1 bis 100. Also wenn sie ausgesehen hat auf den Bildern wie ein... Von 1 bis 100. Ja. Wie es 70 Ja, stabil. hat sie in live ausgesehen wie es 20. Bro, also das frage ich mich An Weil- alle Menschen da draußen, Mann oder Frau, es bringt nichts, falsche Bilder rein tun, wo du schmal und schmächtig und schlank aussiehst. Nachher kommst du und bist wie ein Fass dort, Mann. Also dann tun die eben noch abgespacede Bilder rein, wo du bist. Bro, also weißt du, genau. so authentisch, also weißt du, so, es gibt ja immer wieder so die Bilder, wenn ich mich frage, so, dass du das jetzt so gepostet hast, okay, weißt du, so die komischen, aber es ist authentisch. Es Bro. ist real. Es ist authentisch und irgendjemandem gefällt es. Genau. Alles schön und gut. Genau, du ziehst ja genau das an, was du damit möchtest. Ja. Ich bin schon ein paar Dates gegangen. Und Bro, also auf den Bildern wirklich 60 Kilo, im Live etwa 80 Kilo. Ich habe nichts gegen dicke Leute. Nein, gar Mir nicht. gefällt es einfach nicht. Aber das Gleiche, wenn man die einfach ein Bild macht, wo sie dunkel ist und es kommt einfach so eine weiße Bruder. Ja, das Thema können wir an. Da hast du ein bisschen bessere Erfahrungen. Gell, du hast das noch, so Frauen, die so ein bisschen auf so Blackies tun, so à la, keine Ahnung, ich bin Chris Brown oder so. Aber sind die weissesten Frauen auf dieser Welt. Und dann aus dem Balkon. Und dann aus dem Balkan, aber tun so, als hätten sie Black Lives Matter erfunden. Bruder, das Problem ist eben, also dann kommt es nicht zu, dass sie die schwarze Hand brauchen. Als Emoji. Das hat sich Max triggert, gell? Das haben wir vor 2-3 Tagen haben wir drüber geschrieben. Ja, zu dem kommen wir noch. Erzähl. Okay. Wo bin ich? Eben, dann habe ich sie abgeholt, Bro, wirklich, ob das jetzt mir nicht gefallen. Ich habe gedacht, okay, easy, wir essen es nach, bla bla bla. Dann hat sie mich so gefragt, wegen Drogen, so, konsumierst du etwas und so. Und dazu habe ich ab und zu mal einen geraucht.
bisschen Alkohol. So eine kleine Häschi. Genau, that's it. Sie hat auch zuerst so gesagt, nachher hat sie ausgepackt, Bruder. Drogenloch des Grauens, Mann. Sie so, ja, und dann machen wir da. Dann hat sie gesagt, schauen wir eine Serie. Ich so, nein, dann schauen wir eine Serie. Du weißt eigentlich schon, was das heisst. Netflix und Chill. Netflix und Chill, jeder weiß, was das heisst. Amazon Prime und Hammer den rein, sagt man auch so. Was? Amazon Prime und du hämmerst ihn rein, oder? Ja. Disney gibt's etwas. Disney. Nein, Bruder, das Nein, ist da mit gibt's Kind verbunden. Das Disney hat ein geiles Programm. Von Scrubs zum Beispiel ist drauf. Also ich habe Malcolm gerade mittendrin. Prison Break geschaut. Malcolm in 2 mittendrin Wochen, für mich Bruder. die geilste Serie. Malcolm. Hast du gern oder nicht gern? Der hat mich triggert als Kind, wie Scrubs. Schon, Bro, Malcolm mittendrin für mich die geilste Serie auf der Welt. Der Dewey, es gibt so Der eine Reese, Szene. Bruder, ich hasse den Reese. So richtig am Der Mobben. Dewey. Der Dewey ist der geilste Sicher, ich sag dir. Auf Dann jeden haben wir Fall. eine Serie geschaut. Haben wir eine Serie angefangen zu Und schauen. dann hat sie mir so Blacklist oder so etwas gezeigt. So ein Bruder, Typ, Blacklist 10 von 10. Bro, ein Typ, wo irgendwie ein Schwein muss bumsen. Das ist, glaube ich, die erste Folge. Er wird irgendwie erpresst. Es geht darum, er ist mega hoch in der Politik. Und dann sagen sie, ey, bumst das Schwein oder wir veröffentlichen Videos von dir, wie du das und das machst. Und ich habe mir gedacht, schon noch strange, man, für erste Date, so ein Programm, weißt du. Und sie war Veggie gewesen. Also Veganerin oder Vegetarierin? Keine Ahnung, irgendetwas von diesen zwei. Ich weiß es nicht mehr. Und dann sagt sie aber, das ist nicht mal matchentscheidend. Dann schauen wir das und der Typ muss das Schwein bumsen, oder? Und die sagt mir ernsthaft, willst du das auch machen? Was? Ich so, was? Ich so, was? So, willst du auch das Schwein bumsen? Ich so, überall. Ich so, shit, ich habe gedacht, weißt du, sie will mich bumsen. Aber es ist etwas ganz anderes gegangen. Ich so, wie meinst du das, Mann? Sie so, ja, du isst ja auch Fleisch. Vielleicht bumsest du dann ja auch Tier. Ich so, okay, das war's. Bruder, schau, zu dem Thema. Meine Ex ist Veganerin gewesen. Am Anfang, wo das Ganze so gestartet hat, habe ich mitbekommen, dass sie mir gesagt hat, ich bin Veganerin. Ich so, kritisch, weil Tiere und Fleisch sind so. Ich sag dir auch, das ist für mich fast Das ist so, ein Konkret. weißt du, meinst so? Aber sie war keine, die mir immer gesagt hat, so, hör Fleisch essen. Okay. Also ich kann mit ihr keine essen, Missionierin. ich Fleisch, sie macht einfach ihr Ding. Okay. Schön und gut. So ein bisschen Das hat angenehmer. natürlich dazu geführt, dass ich entspannter geworden bin dem Thema gegenüber. Ja. Und wir haben dann auch, im Sommer letztes Jahr haben wir dann auch probiert, oder vorletztes Jahr, so, machen wir haben immer wieder zusammen gekocht. Und dann haben wir zum Beispiel, ich habe so einen Auflauf, so, der ist Lachs mit Brokkoli und mit Blumenkohl und Rahmsoße und mit Reis. Dann haben wir es mal wie so gesagt, probieren wir doch mal den veganen Lachs zu Es gibt Pasta-Nudeln. veganer Lachs. Auf Rüebli-Basis. Bra, schmeckst du den Unterschied nicht? Das ist 10 von 10. Und durch das, und vor allem es kommt aber auf die Marke drauf an, weißt, oder auch mit Hackfleisch, veganes Hackfleisch. Je nachdem, wenn es gut von der guten Marke ist, schmeckst du den Unterschied nicht. Weißt du, was das Paradox ist an dem Ganzen? Die grössten Planted Chicken Hersteller, wie heißt es, so verschiedene Marken. Die bekanntesten und beliebtesten Marken, Bro, sind Tochtergesellschaften von Bell zum Beispiel. Bell ist der Fleischhersteller von Coop. Nochmal etwas, das Beyond, das sind oder Nestle-Produkte und so. Verstehst du, das triggert mich so ein bisschen. Also wenn du es machst, dann mach es richtig, dann erkundige dich. Oder. Aber hör auf, dir Bratwurst, eine vegane kaufen von dem grössten Fleischhersteller, weil er einfach weiss, dass zieht, die Masche 100%. zieht. Weißt du, 100%. mach's, wenn du es richtig machen willst. Zudem muss ich sagen, zu Veggie, Vegan und so, die beste Schoki auf dieser Welt sind die veganen Karma-Bölleli von Coop. Schwarze Schoki mit Sea Salt. Kann ich nicht. Wo ich gedacht, meine Ex ist auch damit gekommen, so, sie ist so ein bisschen, ich schaue ein bisschen, nicht zu viel Fleisch und alles, so wegen Protein. Bro, ich dachte, was ist das, man? Ekelhaft. Eins gegessen, beste Schoki auf der Welt. Oder wir haben so eine Phase gehabt, wo wir einfach so Schoki-Glasse geholt haben, Ben Jerry's, geschaut haben. Einmal vegan, so, war geil gewesen, das vegane Schoki-Glasse. Schon, Das ist eben, schon ja. geil. Eben. Also ich glaube, wir müssen einfach, nicht wir per se, aber ich glaube, wir müssen vielleicht auch mal ein bisschen probieren, bevor man sagt, Bruder, ich bin eh so ein Kandidat. Fragt sie. Ich esse genau, was ich weiß, ich has gern.
Ach so. Gestern so entlang. Der Kollege so, was ist der Sender so, der muss ich nicht fragen, der ist eh nur Eisgericht im Menü. Ach so, bist du so? So Ja. Gewohnheitstier? Ja. Ach so. Ich experimentiere gerne die Heime aus. Aber in der Rest ist ich gerne, wenn ich weiss, ich bin gesaved, weil ich gebe für das Geld aus. Und wenn es fein ist, und asiatisch, ich esse ja auch kein Scharf, keine Zwiebeln, kein Senf, Bruder, mit Zwiebeln scharf. Du isst keine Zwiebeln? Jagst mich, Bruder. Du isst keine Zwiebeln? Schon ein bisschen unsympathisch, Bruder. Ja, Bruder, aber ich habe noch ein paar Punkte vielleicht zum Widerstehen. Ja, nein, nicht, dass Nein. es jetzt Freundschaft findet ist, aber Zwiebeln sind total. Bruder. Nein, Bruder, ich habe das nicht. Ich bin Türk, das ist in meiner DNA. Meine Eltern haben zum Teil, extra für mich, wenn es das Gericht geht mit viel Zwiebeln, haben sie 2 Dings gemacht. Mein kleiner Bruder ist auch so. Er hat Zwiebeln nicht gerne, er hat immer Spezialmenü bekommen. Darum, wenn eine Frau an einem Date voll etwas gerichtmäßig mit Zwiebeln nimmt, dann frage ich mich mich schon so. Das machst du auch nicht. Kennst du Sucuk? Ja, Sucuk, türkische Knoblauchwurst. Immer wenn wir sind 4 Brüder, eine Zeit lang sind wir alle Single gewesen, alle so zwischen 28 und 20. Und da hat meine Mutter immer gesagt, wenn der Sucuk essen oder hat irgendjemand ein Date. Weil Bro, wenn du den einmal isst, du bist gefickt. Du kannst 2 Tage lang gefühlt mit niemandem mehr reden. Du spürst es, du schmeckst es gerade raus, geschweige vom Ummachen. Das hat auch etwas mit dem. Das ist wie so mit dreckigen Air Force kommen, obwohl man weiß, dass du Dings ist wie voll Zwiebelsalat essen. Das aber ist jetzt zum Beispiel so eine komplett Veganerin ein K.O.-Kriterium für dich? Ja, 100%. Aber es ist voll cool. Egal, sie ist voll cool, sie sagt ja nicht so, sie kann die coolste auf der Welt Hakan. I don't give a shit, Bro. Nein. Sagst, ich mich gefreut. Ja. Ich zahle das Uber, adios. Und der zahle ich nicht mal Uber. Sie weiß schon, die Frau weiß schon, dass wie bei dir in der Nähe einfach ein Schlachthof ist. So ist. Dann aber dem Dings auf der anderen Seite, Bruder. Ist Schlachthof? Bruder, im Sommer stinkt es dann richtig nach Verwesung, Bruder. Ah, okay, nein. Schau, aber ich möchte mich kurz, sorry Bruder, ich möchte mich kurz ausdeutschen. Das hat nichts mit dem zu tun, weil ich das verachte. Oder? Ich sage nicht so, ich finde das gut. Leute, die vegan sind, ich schwöre, ich finde das gut, ich finde das schön. Ich hoffe, ab und zu denke ich so, hätte ich die Kraft oder den Willen, weil ich bin ein Tierfreund. Jetzt kommt eine militante Veganerin, die aussieht wie ein Billardkö, wo der andere ist. Sie macht Onlyfans, ekelhaft, Mann. Was? Ich schwöre, die macht Onlyfans. Kollegin hat gesagt, sie hat noch geile Bilder, musst du mal schauen. Bruder, ekelhaft, wirklich. Sie macht Onlyfans. Sie macht Onlyfans? Sie macht Onlyfans, ja. Ich schwöre. Oder was für Menschen machen alle Onlyfans? Ich weiß es nicht. Nicht die niedersten Leute machen Onlyfans für mich. Egal. Ich verachte das nicht, ich finde das etwas Gutes, aber weil ich weiss, ich verzichte ab und zu schon auf Fleisch. Ich bin nicht so ein Mann, so, das Essen ohne Fleisch ist keine Mahlzeit. Ich bin nicht so. Aber, Bruder, ich liebe Fleisch. Und eine Familie gründet dann mit jemandem, der das so gar nicht isst und voll anti ist, voll dagegen ist und so. Ja, aber wenn sie dich ja würde lassen. Okay, und dann, und sie isst, also weißt du zum Beispiel, sie hat ihre Hafermilch, du hast deine Milch. Fair. Meine Ex-Freundin, also eine Ex-Freundin, die ich kannte, war auch so, sie hat Laktose nicht so vertragen, dann hat sie auch immer ihre Hafermilch und ich am Morgen Brötchen mit Sucuk, dies, das und die so Porridge oder so. Ich so, cool. Bro, Essen ist für mich ein riesen Thema, Essen ist für mich Genuss. Und schau, ich sage so, ich habe viele Kollegen, die Kinder haben und Probleme werden kommen in einer Beziehung, oder? Das kannst du besser sagen als ich. Du hast längere und vielleicht öftere Beziehungen gehabt. Ich möchte von Anfang an so wenig Streitpunkte und Probleme schon in die Beziehung mitnehmen. Okay, I see. Verstehst du? Weil nachher wird es sein, was machen wir mit dem Kind? Ist es vegan oder nicht? Ja, aber schau mal. Ja, genau, ich glaube, das Fass müssen wir nicht aufmachen. Ich glaube, das Ding ist, dass wir eben, zu wenig allgemein Fachwissen haben, was das eben betrifft. Ich habe gerade letztens den Podcast gesehen, wo der Mois die eingeladen hat, die militante Veganerin. Und sie ist ja der Meinung, dass, also der eine ist irgendwie Arzt oder was auch immer, keine Ahnung, und der beharrt darauf, dass das Kind die Nährstoffe braucht von Tierprodukten. Ja. Und sie sagt, heutzutage sind die Biologie, also die, sagen wir denn, Naturprodukte, die wissenschaftlichen getesteten im Labor. Genau die gleichen Omega-Dings, die Säure, das und das, kommt genau das Gleiche. Und er sagt, nein, es braucht die Tierprodukte, um den Körper auch abhärten und alles.
Oder ich glaube, da werden sich die nächsten 300 Jahre die Meinungen so schlimm auseinander wie kein anderes Thema. 100%. Ich sage einfach, jeder Veganer, den ich kenne, nimmt Vitamin B12, Eisen zu sich. Ja, das sowieso. Und das gibt es halt in den tierischen Produkten. Ich bin nicht dafür, dass man Kind das vorenthalten will. Rein von der Evolution angesehen, wir fressen seit Jahren Fleisch, weil jetzt seit 2-3 Jahren... seit wir existieren. Eben, genau, verstehst du? Und es ist normal, dass ein Kind das dann braucht. Aber machen wir das fast gar nicht auf. Ich kenne mich zu wenig aus. Jeder, der vegan ist, Peace and Love. Aber wenn du vegan bist, ich will kein Date mit dir. Aber in dem Fall ist das ja das Killer-Kriterium. Zum diesen Punkt abschließen. Bro, ich sag dir das so, ganz banal und ganz plump ausgedrückt. Zum Terzen gar nicht schon auf ein Date. Wenn es darum geht, um meine zukünftige Frau zu finden, nein, ist kein Kriterium. Ich bumse auch Veganer, ich bin nicht, diskriminierend. Das ist, und dort ist sie wahrscheinlich auch nicht vegan. Da kommen wir zum nächsten, Bruder, ich schwöre mir das Thema. Aber wenn da nicht mehr raus. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Thema, das für mich komplettes No-Go ist. Und dann kommen wir wieso auf 2 Themen, wieso in eins. Aus Erfahrungen rede ich. Okay. Daten nicht im Freundeskreis. Das ist für mich sowieso. Boah, ich küsse doch dein Herz. Sowieso, das macht man einfach nicht. Ja, aber es kann natürlich passieren. Es kann passieren, aber wenn es... Ich sag dir warum. Also, ich habe einmal im Leben im Freundeskreis datet. Und ich habe wie so das Gefühl, wenn es auseinandergegangen ist, dann kommen die und dann kommen die. So, das heisst, die Seite von ihr und meine Seite, die aber zusammen hindurch auch close sind. Checkst? Das heißt, also, ich muss es so erzählen, es ist wie so eine Vierergruppe gewesen, also fast. Wir sind zusammen weggegangen und Sachen unternommen in dieser Phase. Und weil ich oder wie sie hat wieder reisen, es ist sehr viel passiert in dem einen Monat. So. Dann haben wir uns auseinandergeklebt und es beendet, aber es ist dann hure cringe geworden. Wenn dann das vierte an einem Tisch war. Ja, sowieso. So, weißt du, was ich meine? Es ist sowieso... Der Vibe ist nicht mehr rum, wo du vorher gehabt hast. Ja, nein, das hast du nicht mehr. So. Darum sage ich, date nicht im Freundeskreis. Es kann vielleicht am Anfang so hey, hu. Aber das Problem ist ja, dass du ja nicht nur mit ihr zusammen bist. Ihre beste Kollegin, die einfach eine gute Kollegin von dir ist, weiß einfach alles. Und das stelle ich sage dir ganz ehrlich, das ist mir mühsam. Das heisst, wenn du mal mit ihr einen Streit hast, klar erzählt sie das ihrer engsten Kolleginnen. Aber du bist ja nicht auch so mit ihr. Das heisst, mit der Person, wo du auch so bist, hat einfach den ganzen Streit auch zum Beispiel mitbekommen. Sag jetzt mal Streit. Ja. So. Nein, ich bin auch voll bei dir. Mach das nicht. Ich bin auch der Meinung, was noch dazu kommt, ist so, wenn Kollegen etwas mit einer haben, ist das für mich auch No-Go. Also, es gibt Leute, Bruder, glaub mir, denen ist egal. Es kommt immer darauf an, natürlich, wie eng. Ist es jemand, wo du «Hoi, ciao» sagst? Das juckt mich das auch nicht, ganz ehrlich. «Hoi, ciao» Zürich ist klein, amigo. Sagst schnell mal «Hoi, ciao». Aber ein Kollege, den ich wirklich als Kollege betitle, er hat nur mit einer schon rumgemacht. Für mich ist die Frau vergessen, Bro. Ich kann den schlimmsten Vibe mit ihr haben. Aus dem Grund bin ich immer so schockiert, wenn ich eine Frau kann, dann sind einfach gemeinsame Abonnenten. Das ist also etwas, das haben wir hinter den Kulissen besprochen. Das ist so ein... Gemeinsame Freunde bei Instagram ist so ein bisschen... du musst schon Zürich mal ist klein, Bruder. Du kannst einen kennenlernen, der nicht mal da in Zürich aufgewachsen ist und die kennt irgendjemand, Bruder. So. Also zuerst musst du mal abchecken, so, hey, von wo kennst du die? Ja, eben. So. Ja, ich mache das auch. Gerade letztes Jahr habe ich kennengelernt. Nachher habe ich gefragt, hey, unsere gemeinsamen Kollegen, wie close sind die eigentlich mit dir? Ja, und vor allem eben heutzutage, Bruder. Es ist so, es ist schwierig. Und ich glaube, wir machen uns mehr den Kopf als Frauen. Ja, wegen Ehre, wegen Stolz, wegen... Nein, es hat nicht mit dem zu tun. Ich glaube, es hat mehr damit mit der mit der Loyalität zu der Person, die du schon seit eventuell Jahren kennst. Ja. Würdest du sagen, Männerfreundschaften sind intensiver oder als Frauenfreundschaften? 100%. Zu 100%. Ich kann schon mit dem Kollegen brüllen, was ich mit... Also gut.
Ich sag mal so, ich habe bis jetzt einmal von einer Frau berührt. Ein einziges Mal. Okay. Ein einziges Mal. Aber mit dem Kollegen hat es das schon ein paar Mal gegeben. So. Okay. Aber Frauen untereinander brüllen die auch viel. Ja, Schatz, aber Schatz, oh mein Gott. Frauen untereinander, die teilen auch BHs und so. Und wir teilen nicht unsere Boxershorts. Also ich glaube, wir haben da... Was du jetzt? Ja, nur weil du gesagt hast, ja, Frau brüllt auch miteinander. Wir Ja, machen es ja weniger. Ja, aber du hast jetzt zum Beispiel das Beispiel gebracht. Du hast gesagt, du brüllst mit deinen Kollegen. Also es Aber hat es du- auch schon gegeben. Genau, ja. Also, Aber das ist ja okay. Nicht, dass ich es verwerflich finde, Nein, aber nein. du brüllst weniger mit Frauen. An dem haltest du ja die Intensität von der Freundschaft fest. ja. Eben, aber dann im Die, Umkehrschluss... die Freundschaft zwischen den Männern ist 10-mal länger. Okay. 100%. 100%. Was meinen Weil- ihr dazu? Schreiben Sie in die Kommentare. Nein, weil mit den Kollegen, du hast die viel... Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber du hast die viel mehr die Erfahrungen, die du mit einer Frau nicht teilst. Also weißt du, so brenzlige Situationen... Du verstehst mich falsch. Ich meine Typen untereinander Ja. und Frauen untereinander. Ich meine jetzt nicht... Aha, im Vergleich? Aha, nicht Ja, im ja. Vergleich. Aha. Nein, das sind Frauen viel, viel closer als wir zu Männern. Schon? 100%. Ich sage trotzdem nicht. 100%. Also ich halte an deiner These fest vom Anfang und ich sage, Männer haben engere oder ich sage es einfach, bessere Freundschaften. Ich sage es einfach, ich habe es gesagt. Nein, ich glaube, wir haben die wie sagen wir denn, die loyaleren. Weil ich glaube, bei der Frau gibt es eher mal einen Ausrutscher, so, ich kann mit dem etwas gehen, du hast etwas von dem wollen. So. Das habe ich immer wieder gehört bei Kolleginnen. Aber ich glaube, bei uns ist sie einfach von Anfang an so, ey, die hat mir geschrieben, wohl du mal mit der, weißt du. So, ich glaube, Frauen machen es mehr so ein bisschen im Bro, ich Background. sehe Frauen ab und zu, ich spreche jetzt nicht für alle, das sind meine Erfahrungen, bevor wieder irgendjemand einen Heulkrampf bekommt. Der Sommer sind es Besties und oh mein Gott, ride and die together. So, nächstes Jahr sind es die grössten Feinde. Ich habe zum Beispiel Kollegen, seitdem ich in der Schweiz bin, die mit 18, 19 kennengelernt haben, ich bin immer noch so mit denen. Ich gönne immer neue Freunde dazu, wie jetzt dich, wie jetzt keine Ahnung, andere Kollegen, wo ich dazu gönne. Aber bei Frauen sehe ich das wie öfter. So, das Jahr sind es Besties gewesen, nächstes Jahr sind es wie Erzfeinde. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Da habe ich wie so auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich das immer wieder gehört habe. Von einer guten Kollegin zum Beispiel. Also, was ich aber kann sagen, also ich kenne zum Beispiel etwa 2 Leute, wo ich über 20 Jahre so bin. So, da ist der Lehrer, weil er gerade unter mir gewohnt und ich oben sein Bruder ist mit meiner Schwester in der Klasse und zwar, weißt du, er hat den Bruder müssen mitnehmen und sie hat den kleinen Bruder müssen mitnehmen. So. Und dann, und zum Beispiel jetzt eben, ich habe jetzt auch den Sieg eigentlich erst seit 3 Jahren. Aber er hat mich wie so in dem tiefsten Punkt kennengelernt, wo es einfach hure schnell intensiv wurde. Ja, es gibt So, weißt du, wir sind dann irgendwie ein halbes Jahr später alle zusammen in den Bergen. Ich zum ersten Mal dort auf der Ski gestanden, so, weil ich gerade jemanden datet habe aus dem Kreis. So. Und es war dann wie so, so, und das hat sich wie so die 3 Jahre so aufgestellt, dass man wie so das Gefühl hat, man kennt sie eigentlich schon viel länger. So. Bin ich voll bei dir. Emra und ich auch zum Beispiel. Ja. Wir hängen seit 3 Jahren, wir sind in Mexiko zusammen gewesen und alle haben gesagt, also öfter zusammen gehört, ey, geil, dass sie so Kindheitskollegen sind, weißt und immer noch zusammen hängen und so, wir sind keine Kindheitskollegen. Ich so, Alter, die sind so close, die sind fix vom Kind kennen die Ich so, nein, Alter, ich spiele seit 3 Jahren mit dem. Darum, ich sage dir ehrlich, durch meine Erfahrung, date nicht im Freundeskreis. Das kann ich euch allen anraten und das sage ich auch immer, wenn ich irgendjemanden höre oder mir jemand erzählt, ey, ich kann mit ehemaligen Kollegen liegen. Ja. Weil ich sage immer so, für Freundschaft ist wichtiger als irgendwie, keine Ahnung was. Aber vielleicht wird dein bester Kollege zu deinem Freund und dann bist du so... Jetzt kommen wir zum Punkt, den ich jetzt auch gerade noch anschneiden will. Okay. Was haltest du für Freundschaft zwischen Mann und Frau? Ich schwöre, ich wollte das Gleiche fragen. Schau, meine Meinung ist, Jetzt sind wir alle gespannt. Männer und Frauen können Freundschaften haben, aber sie ist bedingt. Nein, okay, warum? Okay, sie ist bedingt im Sinne von, du hast eine Kollegin.
Ja, ich würde sagen, ich habe mehr Kolleginnen als Kollegen. Ach schon? Ja. Okay. Irgendeine Kollegin jetzt blöd gesagt, sie sieht gut aus. Hast du eine Kollegin, die gut aussieht? Es glänzen alle in meinem Kreis, Bro. Ja, okay. Nein, aber ja. Ja, hast du sicher auch, oder? Ja, Eine safe. Kollegin, die 100%. mega hübsch ist. Jetzt hocken ihr die Hause, saufen, bla bla bla. Sie sagt dir, ey Leroy, weißt du was? Dürzen wir. Niemals. Nein, Niemals. obwohl sie dir optisch mega Niemals. gefällt, charakterlich. Willst du findet wissen, sie warum? auch toll. Willst du wissen, warum? Ich kann es dir genau sagen. Weil das Ding ist, dass eine Kollegin von mir, wo wirklich so eine Kollegin ist, so, entweder tut sie mich schon Friendzone, dass gar nicht das Thema könnte sein oder ich sie. Ja, wir gehen So. jetzt aber davon aus. Nein. Weil alles andere danach, es gibt mir den Ick. Okay. So, ich kann sie nicht mehr so anschauen mit so... Ich sage auch, ich habe gerade letztens mit einer guten Kollegin darüber diskutiert. All meine Kolleginnen, also sagen wir zu 99%, sehen alle mega gut aus, sind hübsch, aber ich finde sie nicht alle attraktiv. Weil das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, fix. Da bin ich auch So. bei dir. Attraktivität und ich führe. Also, Ist ich kann etwas jetzt nicht ganz sagen, anderes. was wird passieren. So. Das muss ich schon auch ehrlich sagen, weil ich habe noch nie besoffen die Heime einfach eine Kollegin gehabt, so. Aber es kommt selten irgendein Kollegin zu mir. Das heisst, Eben, du es kannst es gar nicht sagen. Bro, so. ich sag dir das so. Irgendjemand in einer Freundschaft zwischen Mann und Frau setzt eine Grenze. Ob du das jetzt bist Ja. oder ob sie das wie ist. Oder? Ja. Wenn wir zusammen chillen, habe ich nicht das Gefühl, wenn wir 3-4 Blöterli Wasser zu viel trinken, dass du mir an die Wäsche willst. Verstehst du, wie ich meine? Ja, Es ja. ist so wie schon deklariert. Ich weiss, wir hängen, wir sind Kollegen dran. Ich habe auch Kolleginnen, aber ich sage es anders. Also, Die Intensität ist anders. also ich sag's habe mal viel so. Ja. Es hat noch nie ist irgendetwas passiert, obwohl jetzt, sag jetzt, die Möglichkeit von irgendjemandem vorhanden gewesen wäre. Also, dass man besoffen die Heime Bier bei mir ist schon passiert, aber es ist noch nie etwas nachher passiert. Ja, Und es ist auch nicht cringe geworden am nächsten Tag. ja, und ich sage dir, ob's, wenn sie sagen würde, und du findest sie max attraktiv vielleicht, und sie sagen würde, komm, schlimm, mega einmal. Du bist spitz, ich bin spitz. Wir sind Kollegen, was soll schon passieren? Passiert das nicht zwischen der Freundschaft, weil irgendjemand eine Grenze setzt? Ob du das jetzt bist oder ob sie das ist wie egal. Ich sage ganz ehrlich, eben, ich glaube, wir sind alle so die gerne ein bisschen so unter den Bros sich erzählen, schnurren, was auch immer. Aber ich sage nur so von mir, wenn ich so dicht bin, dass das überhaupt passieren könnte, es wird gar nicht mehr zustande kommen. So, weil ich einfach, wenn ich so besoffen bin, dass es irgendwie in die Richtung gehen kann, dann penne ich schon lange. So, weißt du, was ich meine? Ich rede jetzt nur von mir. Ja, ich habe das aber sicher. schon ein paar Mal gehört, dass es eben passiert ist. So, aber ich habe jetzt noch nie eine Kollegin von mir mit der etwas gehabt. Ja, aber ich sage, weißt du, es hängt auch mit der Intensität zusammen. Ich sage nicht, es hat nur mit dem zu tun, er setzt die Grenze oder sie setzt die Grenze, wo Terz wieder oder nicht. Ich sage, Terz ist Synonym für Ficken, falls es jemand nicht gecheckt hat. Das habe ich einfach noch nie gehört. Terz. Ich habe schon vieles gehört, Schon? Bruder. Ich habe schon Rösten gehört. Bruder, ich habe einen Kollegen, der hat das immer genannt, Rösten. Oder Senken, Bruder. Senken, ja, das kann ich ja. Senken ist kennt man normal. alle. Aber Terzen, Bruder. Ja, Terz, das ist elegant, Bruder. Das fällt nicht auf, das kannst du ist- in der Bar reden, das ist Terz. Keiner weiß. Jetzt wissen alle. Weil jetzt redet mir. Es hat mit Intensität zu tun. Ich sage so, zum Beispiel jetzt mit einem Emra, oder? Könnte ich jeden Tag chillen. Es schießt mich nicht an. Mit meiner besten Kollegin könnte ich nicht jeden Tag chillen. Aber da geht es schon gar nicht mehr ums Terzen, verstehst du? Es geht einfach... Aber wenn sie ja voll der Homie-Typ ist, wieso Ja. nicht? Bro, weil ich finde, keine Ahnung, ich kann dir das wie nicht mal beantworten, aber ich habe Kolleginnen, ich habe gute Kolleginnen, wirklich, ja, ist jetzt egal wer. Ich habe wirklich gute Kolleginnen, wo ich auch
mega viel für sie machen und ich weiß auch, die sind auch voll für mich da. Und da ist auch geht's gar nicht wie ums Bangen oder keine Ahnung was, ums Trzen oder ums Senken oder ums Rösten. Ekelhaft. Ekelhaft. Aber die Intensität macht dort die Musik. Ich kann die Tiefen nicht erreichen mit einer Kollegin wie mit einem Kollegen. Ich finde das mega wichtig, Kolleginnen zu haben. Mhm. Ich finde, beide Geschlechter braucht es, damit du ein bisschen die Sachen besprichst mit dem, die Sachen besprichst wie mit dem. Aber ja, ich habe jetzt vorher viel geredet, aber irgendwie nichts gesagt. Also ich habe kein Problem damit, wenn ich meine gute Kollegin einfach jeden Tag sehe. Und ich sehe sie momentan auch fast jeden Tag, weil es der gleiche Umfeld, also mein Umfeld ist. Okay. Ja, eben das haben wir. Eben, es ist ja, nochmal, aber es ist ich nicht, sage wir dir ganz haben ehrlich, nicht Löffel gefressen. Es ist individuelle Meinung von jedem, oder? ich sage dir ehrlich, ich darf mir immer wieder anhören, was Dating betrifft, was Frauen betrifft, dass ich einfach ein komischer Mensch bin. Also, ich date auch ein Jahr, bis ich sage, es ist meine Freundin. Also es ist vorgekommen. Okay, ja, es ist So. ja schon. Also Bro, Weißt ganz du, wie ich ehrlich, meine, lieber so anstatt nach 3 Wochen. In 3 Wochen verhaltet sich jeder brutal. Jeder will dem anderen gefallen. Jeder hat die rosarote Brille an. Nein, look, das Problem war einfach, dass es einfach dort einfach wie so war, so, es stimmt, so, sie kennt mein Umfeld, ich kenne so einen gewissen Grad ihr Umfeld, so, oder einen Teil von ihrem Umfeld. Und es hat einfach geweibt, es hat gestummt für beide so. Klar hat es mal 1-2 Mal so Diskussionen in dem Sinne oder Besprechungen gegeben, wo man dann gewisse Sachen müssen anschauen müssen. So. Aber es ist wie so, zu dem Zeitpunkt bis im Sommer letztes Jahr wie so, stimmt ja eigentlich so. Du wolltest es so, ich wollte es so. Natürlich, ich glaube, eine Frau hat sich natürlich allgemein mehr gewünscht, wenn ein Mann das in eine Richtung leitet. So, und das habe ich dann gemacht. So, weil es für mich einfach wie so war, so nervt mich. Also nicht sie als Frau, aber sowieso das Thema ist wie so, irgendwann ist es eigentlich wie klar. Muss man es aussprechen oder nicht? Weißt du, ich meine, weil man kennt, also du bist ja jeden Tag mit ihr, deine Eltern kennen dich. Ja, aber es so ist so ein das Commitment, das du wie eingehst, indem du es aussprichst. Es ist Genau. so. Nicht, dass einfach, weißt du, wir können ganz zusammenhängen, so, bla bla bla, keiner sagt irgendwann etwas und dann sage ich so, ey Schatz, keine Ahnung was, und dann sagt sie, was für Schatz, Alter. Also weißt, für mich war das immer schon etwas Chilliges gewesen, einfach nur locker und so. Darum, ich finde schon, man muss es aussprechen. Ja, irgendwann, ja, safe. Auch Ich kann ein bisschen geschlafen, aber auch gut. ich habe noch gedacht, so, mal schauen, was da noch kommt. Ja, fix. Eben, aber siehst du, das ist ja das. Aber, Du haltest Augen offen. nein, das habe ich nicht gemacht. Mal schauen, was kommt, was heißt das? Also beziehungsweise, was meinst du, Augen offen behalten für andere, oder was? Ja. Nein, gar nicht. Also will ich gesagt, mal schauen, was noch kommt, was Ja, oder von was ihrer noch Seite. kommt, weißt du, mit ihrer... Sorry, ich Nein, verstanden. ich kann das nicht. Bist du ein loyaler Typ? Ja. Jetzt sagt jeder vor der Kamera Nein, sagt ja, aber ich meine es wirklich. Also ich sage dir ganz ehrlich, so, ich bin ein Beziehungsmensch. So. Okay. Und vor allem, ich glaube, wie vorher gesagt, die letzten 10 Jahre bin ich knapp 8 Jahre in einer Beziehung gewesen. Ja. Ich kann das gar nicht mehr alleine sein. Okay. Also weißt du, so lange Zeit. Und ich sage dir ganz ehrlich, es ist anstrengend, daten. Ja, aber das beantwortet nicht Und die Frage, die wegen der Warte mal Loyalität. schnell. Darum sage ich, oder darum sage ich von mir, ich bin loyal, weil es mir einfach viel zu wichtig ist, als jetzt irgendwie was auch immer. Ich kenne es wie nicht anders. So, weil ich habe ein gesundes Beziehungsbild bekommen daheim. Ja. Meine Eltern sind bis zum Tod von meinem Vater zusammen gewesen, verheiratet. Ja. Meine Schwester ist 2017 geheiratet, 2012 zusammengekommen, eben jetzt keine 13 Jahre sind sie zusammen, haben 3 Kinder. Meine Großeltern sind bis zum Tod eigentlich verheiratet gewesen. Meine Tante, weißt, und mein Onkel. Ich kenne sie wie nicht anders. So. Und das ist mir immer auch so von vorgelebt worden. So. Okay. Und vor allem, ich sage jetzt mal, klar, man hat sich irgendwo ausgelebt, auch nach der Trennung. So. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, so würde ich sagen, komplett Beziehungsmensch. Okay. Weil ich kann ich tue auch eine Tochter repräsentieren. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. So klar, eben, wir haben alle unseren Spaß, alles ist schön und gut. Aber ich kann das wieso nicht
auf die Tour machen. Das funktioniert gar nicht. Okay. So. Also was du verlieren kannst, ist dir viel zu wertvoll, als dass es wegen einmal Drachen 100%. Ja. Also Ich bin ich auch habe bei schon dir. dumme Sachen gemacht, 100%. Ja. Wer hat das nicht gemacht? Wer hat nicht dummes Zeug gemacht? Was heisst betrogen zum Beispiel? Betrogen? Zum Beispiel? Oder was meinst du mit dummen Sachen? Meinst du das mit dummen Sachen? Ja, irgendwie einfach mal so schnell, weil man irgendwo im Ausgang ist und nachher schnell gut dürzen geht, Bruder. Oder irgendwie. Ich schwöre auf meine Mutter, noch nie habe ich gemacht. So. Wieso? Bruder, weil einfach Alkohol im Spiel ist, Bruder. Das ist keine So. Ausrede. Das ist keine Doch, doch, Bruder, doch, es ist schon eine Ausrede. Also ich habe es noch nie bereut. Okay, noch nie das ist etwas bereut. anderes. Das So. ist etwas anderes. Dann hast du dir wahrscheinlich schon vorher Gedanken gemacht, es ist zum Scheitern verurteilt gewesen. Schau, ich habe auch dummes Zeug gemacht. Ich habe auch geflirtet, wo ich in der Beziehung war. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Du hast bumst, Kollege. Ja, aber nicht in einer Beziehung. Wo ich in einer Beziehung gemacht Das habe ich ja gesagt. Mit Loyalität. Wenn du in einer Beziehung bist, hast du eine andere Terz. Aha, Und das ist nein, gegangen. ich habe gedacht, es ist jetzt ums nächste Ding gegangen. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ah, eben, das habe ich gehört nie sich nicht. gemacht. Darum habe ich gesagt, Alkohol ist keine Ausrede. Nein, das habe ich nicht gemacht. Das, Verstehst eben, das einmal wahrscheinlich beim Ausgang und so, das war in der Single-Phase. Ah, Bro, in der Single-Phase, Kollege. Nein, ist alles am Trotz. In der Single-Phase. Alles, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Nein, gar nicht. Nein, Aber Die Loyalität, warte, nur schnell, das kann korrigieren. Die Loyalität ist mir aus dem Grund wichtig, weil ich etwas repräsentiere. Und das ist eine Frau und gleichzeitig aber auch ein Kind. ja. So. Das heisst, wenn irgendwie so Storys umgehen, dann heisst es ja, der Leroy mit dem Kind. Oder der eine Freundin daheim hat. So. Weißt du, was ich meine? Voll. Ah, nein, ich finde aber... Shit, wurde laut worden. Erstens mal, Loyalität ist keine Einbahnstraße. Das ist immer so mein Prinzip. Egal ob Kollege oder Frau, was auch immer. Schau, ich sage dir jetzt eben so, es ist so, Beziehung ist kurz vor dem Ende gewesen, bla bla bla. Dann hast du mal ein bisschen geflirtet und so. Das ist so das Maximum, so, was mir passiert ist. Betrügen, finde ich, es sagt extrem viel über den Charakter aus, finde ich. Und Das ich ist so. sage das, und das sage ich allen. Und ich habe auch Kollegen, die ihre Freundin betrogen haben. Aber die Kollegen sind mir nicht so close wie meine engsten Kollegen. Weil, und das Statement habe ich, das stehe ich dazu, wenn ein Typ seine Frau, die er ja ach so liebt, Mit betrügt, dem er das Kind haben irgendwann. der betrügt auch dich. Er sticht dir auch das Messer in, wenn der Preis stimmt, sticht er auch dir ein Messer in den Rücken. Sage ich. Es gibt die Männer, die sagen, Evolution, wir Männer sind prädestiniert zum viel. Chalas, lass das. Da glaube ich nicht dran. Also, für mich ist das das Niederste, wenn du etwas machst, was du selber wie nicht verkraften könntest und deine Freundin betrügst, sagt das extrem viel über deinen Charakter aus, finde Ich glaube, es hat auch damit Oder du bist zu tun, dumm, sorry. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, was du für ein Frauenbild hast. Wenn du eine Frau betrügst. Mega. Ich Aber glaube, wenn du ein Aha. gesundes Frauenbild hast und du Frau nicht als Objekt siehst und du deinen Trieb natürlich unter Kontrolle hast, dann passiert das gar nicht. Schon- anderes mitbekommen. Also, So. eben. Also das ist Trieb- natürlich meine Theorie, klar, meine Meinung. Klar, Trieb ist auch wieder so etwas. Eben. Bruder, hat es noch Tee? Tee hat dich Wir haben noch 2 Sachen, Bra. Was willst du? Eistee oder Tee? Du darfst aussuchen, was Nein, nimmst du? Bruder. Was willst du? Hast du kalt oder willst du warm? Ja, ein Tee wäre schon Aber- frech. Jetzt noch. Trinken wir beide zum Schluss einen Tee. Sind Tee, Eistee. Eistee. Du hast noch, gell? Einfach das, Nee. nicht das da. Der, was hast du jetzt? Blätterli was? Ich habe noch ein Wasser mit mit. Eben, nicht, dass das verschwendest. Das ist ja geil. Ey, Aber- ich merke, das Thema nimmt viel Raum immer. Wie viele Fragen haben wir jetzt? 2, 3? Wir haben einfach, ja, aber jetzt kommen wir einen ganz guten Übergang. Beide. Das Thema Loyalität, Ja. Betrügen, Ja. wo was anfängt. Wo was alles anfängt? Hast du, warte. Ja, ich Es ist das haben ihr wahrscheinlich alle gesehen. Weil wir leben alle Social Media. Da kommt ein Rapper. Oder nein, ein Afrobeat-Sänger. Namens Omalay. Oh Malay, schlimmer Künstler, by the way.
und einen schlimmen Beziehungscrash. Ich habe mich schlau gemacht. Dann kommt er, du gehst mit deiner Wifi, Freundin, was auch immer, als Konzert. Und er ruft deine Frau auf die Bühne. Und senkt sie trocken sozusagen, bevor der Vorhang runtergeht. Also muss es schnell für Erklärung für die es nicht gesehen haben. Omalay, ein Afro-Rap-Pop-Künstler wie so ein Burna Boy, hat so eine von einem Song wie so eine Choreografie, wo er eine Frau auf die Bühne holt, eigentlich das gleiche wie der Chris Brown wie Genau. Take Me Down. Es war auch so etwas gewesen. Nimmt er eine Frau auf die Bühne und stellt sie vor und geht mit ihr rauf, lässt den Vorhang runter und durch den Schatten sieht es aus, als würde er sie trtzen. So. Genau. Das Wort gefällt dir, gell? Trtzen. Das ist geil, es geht so leicht Es ist mit so- Lippen. Ja, Es ist so sanft. Bruder, es ist so sanft. schwöre, auch Terzen. Auf jeden Fall hat es dort eine besagte Frau gegeben, die mit dem Freund dort ist. Und der Freund sieht, Bruder, sagt ehrlich, der Freund sieht fresh aus. Er ist Bruder. ein hübscher Mann. Ja, Er ist ein hübscher, hat Style, sieht gut aus, gross, sportlich. Keine Ahnung, was die in dem Film gesehen hat. Und bevor sie dort oben sind, auf die Stege mit dem Vorhang, rennt sie auf ihn zu, umarmt ihn und er so mit der Hand, so bei der Hüfte, geht auf den Arsch und so. Und ich so dort schon denke so, wow. Und Und der sind- Omalay jetzt, oder? ja, der Omalay, der irgendwie 2 Köpfe kleiner als die Frau ist. Und dann gehen sie auf die Bühne rauf. Dreht sich dann gerade am Vorhang auf. Und er imitiert eigentlich, wie er sie trittst. Du hast einen Trockenfick einfach. Einfach ein Trockenfick. Er packt Und sie, sie, aber er- warte mal schnell. Sie macht das aber noch mit. Sie ist am Feuer und Sie Flamme. fühlt das. Sie tanzt mehr als er. Sie fühlt das, springt ihm um den Hals und du siehst nur auf dem Video, wie der Freund einfach so macht. So. Bruder, das Video ist, glaube ich, 10-mal um die Welt. Und so. Sie hat ja eigentlich die Seite sagt, es ist ein Fan-Effekt, also so Groupie-mäßig. Und sie hat ja nichts gemacht, sie ist ja nachher wieder runter zum Publikum. Und gewisse sagen, Cap. ho. Ja. Was sage ich? Ich sage, ho. Aus dem Grund, wie sie repräsentiert einen Mann. Also sie repräsentieren einen Freund. Also Oder sie, ihre sie Beziehung, repräsentiert ihre Liebe, ihren was auch Freund. immer. Ja. So. Okay. Und dass er ja das macht bei der Show, wüsste ich, also hat sie ja gewusst, dass es die Möglichkeit besteht, dass sie da gesehen wird. Das ist genau das gleiche wie mit Chris Brown. Ich Schlingel habe einen Sitzplatz gekauft, Bruder, für sein Konzert. Gewusst wie, sagt man dann. Nein, aber Gewusst wie. das ist natürlich auch dort, was würdest du machen, wenn deine Freunde aufgehen. Du kannst gar nicht machen, weil nicht du hast dich blamiert. Sie Bruder. hat sich blamiert und sie hat ihren Freund blamiert. Er kann nichts dafür, dass sie in dem Moment einfach falsch reagiert hat. Weil sie hat immer noch die Möglichkeit können sagen, wo er auf sie zeigt, so, nein, ich bin mit meinem Freund. I'm Genau, here und with my darum man. sage ich, So. den Sitzplatz hättest du gar nicht müssen nehmen, weil es So. wäre der perfekte Test gewesen. So. Is she worth it or Ja, does she safe. belongs to the street? See. So, oder? Ich verstehe, was du gemacht hast. Ich will es gar nicht. Ich meine, meine Meinung zu der Omalay-Geschichte ist ho, fix, fertig. Fan-Effekt, dies, das. Das ist wie für mich, ich habe gesoffen, oh mein Gott, ich habe wie nicht mehr gewusst und so. Cap, Bro, gibt's für mich nicht. Ich habe gehört, ich habe das Video heute gesehen, zum ersten Mal, ich habe es nicht gesehen. Du hast es mir geschickt, du hast gesagt, schau das an, über das reden wir. Ich habe es angeschaut. Habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Und ich habe gehört, der Typ, jetzt, der Freund, was auch immer er war, ist mega berühmt worden jetzt. Weil Safe. ein Typ, der einen Podcast hat, der mega viele Follower Der hat. KSI hat ihn, glaube ich, der KSI. KSI war es. Der Kollege hat es mir nicht Der erzählt. Weißt, ich habe ihm G, gesagt, ich mache einen Podcast und so. Also, er ist voll berühmt worden. Eben. Er sieht Ja, gut ja. aus. Er ist zu KSI gegangen. Er ist um die Welt gegangen. Er ist jetzt super famous, oder? Und anscheinend hat es wie geheißen, sie seien gar nicht zusammen gewesen. Es ist nicht so dramatisch, wie die Welt das wie anstellt. Es ist nicht so irgendwie ein paar Leute gesagt, die sind fast am heiraten. Du weißt ja, wie es ist. Der sagt A, der Ja, sagt ja, B ja. und am Schluss ist es A, B. Und
Die sind sich am Daten gewesen, und dann hat er wie gemerkt, okay, also schon ein bisschen ernster natürlich, aber eben, she belongs to the street, scheiß auf sie. Und das hat sie auch gezeigt. An dem merkst du, finde ich, den Charakter von einem Menschen. Und wenn meine Freundin schon den ersten Schritt oder schon nur überlegt hätte, zu gehen, wäre das für mich K.O.-Kriterium. Weil, ich finde auch Frauen geil. Madison Beer zum Beispiel, maximal attraktive Das ist Frau. doch die, ist das nicht die hure TikTokerin, die eigentlich auch Musik macht? Sie macht Musik, aber ich kenne kein Lied von ihr. Sie sieht einfach verdammt gut aus, Bro. Sie ist so schön, mein Gott. Mann. Ah, doch, ich glaube, ich weiß welche. Sie sieht so Die, schön aus. die mit den braunen Haaren. Braune Haar. Ja. Aber das ist sowieso eine Megan Fox von der neuen Generation. Genau, sie ist Megan Fox in... Bro, nice, sorry, Lucia. Sie ist Was hat die gemacht, Bruder? Max schön. Nein, sie ist eine Sängerin, aber sie ist eher bekannt für das, dass sie so Sängerin? crazy aussieht einfach. Weil Leute sie einfach mega hübsch finden. Würde sie mich jetzt auf die Bühne rufen und würde sagen, Trockenfick und so. Bro, nie im Leben. Wenn ich mit einer Freundin... Das ist das, wo, glaube ich, Männer mehr haben, wie ich repräsentiere ja auch, wie meine Freundin. Und wo die kleine Bitch, die dort umgegangen ist, sorry, das dann nicht an das wie gedacht hat. Und denkt hat, scheißegal, ich bin mit dem Omelette. Was hat ihr das jetzt gebracht? Shitstorm, Bruder, auf der ganzen Welt. Was hat ihr das jetzt gebracht, verstehst du? Du hast dich trockenfickern, nur weil einer ein bisschen Fame hat, man. Weißt, billig, Bro. Das Problem ist ja eben, das Internet vergisst nicht. Nummer 1, ja. Punkt 2, Bruder, die ist abgestempelt. Für immer, ja. Und so. Also weißt du, die wird immer mit dem in Verbindung gebracht. Immer, Aus ja, dem ja. Grund sage ich ja, zum Beispiel, beim Chris Brown hat es ja auch gegeben. Wie eben bei dem Song Take Me Down hat er ja bis, lass mich nicht lügen, ich glaube bis zu München hat er immer eine Frau auf die Bühne genommen, bis er der andere einfach das Handy weggerührt hat. Was ist das? Hast du das nicht mitbekommen? Nein. Er hat ja beim Take Me Down hat er immer eine Frau mitgenommen. Da in Zürich hat er ja so eine Influencerin von Zürich auf die Bühne genommen. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob es in München war. Auf jeden Fall war es, glaube ich, in Deutschland. Eine ist auf und hat sich die ganze Zeit so gefilmt. So. Okay. Und am Schluss hat er einfach ihr Handy genommen und hat es einfach so... Fab. Aber weil er einfach so genießt doch den Moment, du bist die nächsten 3 Wochen überall auf der For You, weißt du? Ja, eben, ja. Ja, Leute sehen das sowieso, ob du das aufnimmst oder nicht. So, und ich glaube, es ist so wie so ein Statement gewesen, so dass er denkt, sie schätzt das nicht. Also weißt du, es kommt so über, so, anstatt sie einfach den Moment genießt, wo der Artist, wegen dem du überhaupt jetzt 3 Stunden angestanden bist, dich auf die Bühne holt so, und du tust es nicht musst wertschätzen. alles so wieder so Instagram und was auch immer. Ja, Und er hat das ja auch so gemacht. Er war auch auf der Frau am Grinden und ja, er neu übertriebener. Der Omalek kann nicht mal tanzen. das kommt dazu. Also der Chris Und Brown ist böse ein Tänzer, Zungen sagen Bruder. ja, dass er ja dann nicht nur einfach nur tanzt hat, dass er sie auch noch geküsst hat. So. Aber es hat keinen Shitstorm gegeben, weil wahrscheinlich gewisse Frauen gewusst haben, entweder gar nicht auf als Ding oder ich bleib unten. Ich sage nochmal, um das Thema abschließen, Loyalität ist keine Einbahnstraße. Wenn du etwas erwartest, musst du es auch geben. 100%. Ich sage immer so, ich gebe nur das, ich verlange das, was ich kann geben. Genau. 100%. Mehr verlange ich verlange nicht mehr, ich gebe aber auch nicht mehr. In dem Fall So fängt ist es. dort eigentlich schon für dich das Betrügen an. Also wäre sie umgegangen? Ja. Bro, fix, wie meinst du das? Fix, sie spuckt eigentlich auf mich vor allen Leuten dort, damit sie mit irgendeinem Künstler dort ein bisschen Wo du mal abschätzen weißt, dass kann. sie existiert hat bis vor Ja, 2 voll, Minuten. der, für die ist nichts für den Omalei. 100%. Ich finde so Stars und dies, das und so. Ich habe mal eine Kollegin gehabt, die gesagt hat, ich habe einen Freund, ich liebe ihn, aber ich habe ihm gesagt, würde der und der Künstler kommen, mit ihm würde ich ficken und für das muss er wie Verständnis haben. Er hat es akzeptiert. Und ich habe gedacht, Wie hätte ich heisst den der Kollegen Künstler? kennt, Bro, Was ist es gewesen? halt dich fest. Wirklich, bitte halt dich schnell fest. Sag es nicht so One Direction oder Bro, so. noch schlimmer. Halt dich fest. K1. No cap. K1. Das hat sie mir gesagt. Also es ist so wirklich in der Lehrzeit gewesen, ist noch jung gewesen. Also ist noch jung gewesen. 13 Jahre. So Primetime von dem Ja. Schlager-Rapper oder was Ich hab Stein das Geld, das nicht so rauskommt. Für den würde ich betrügen und er muss wieder für Verständnis haben. Und ich habe mir gedacht, Und er hat das gehabt. was? Er hat das nachher gehabt. Das Wieso? Ich habe es ihm gesagt. Ich habe es nicht bestimmt. Das aber, weiß ich nicht. aber das hat doch auch mit dem Respekt zu tun, Bruder. Das ist doch ein Respekt. Bruder, als würde ich an der Frau sagen, wenn die und die kommt, dann würde ich sie
Ey, Schatz, ich bin dir voll loyal, Ich würde aber... sie durch die ganze Wohnung trötzen. Wer ist die schönste Frau für dich? Die schönste Frau? Die schönste Frau. Aktuell, es kann ja immer variieren. Es ist schön. Also es gibt drei... Also es gibt Top 3. Also, Okay, ich muss mal, falls ich die nicht kenne, nein, du kennst sie safe. Schon. Mila Kunis. Mila Kunis. Bro, Ja. die ist doch schon hure alt, Alter. Ne? Ja, Bruder, aber ich glaube, hey, Bruder, ich habe schon vor 15 Jahren gedacht, die ist eine schlimme Frau. Okay. Mila Kunis, wie sie einfach so, ja, das ist ja die Frau vom Ashton Kutcher. Ja, ich weiß nicht. Ja. Die hat zwei verschiedene Augenfarben, hast du gewusst? Das kommt dazu, Ich weiß Bruder. mehr über deine Flamme als... Aber als ich sie das erste Mal gesehen habe, bei Ted, ganz schlimm. Sie hat bei Ted Ja. mit dem Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, ja. Dann- Ich finde sie schlimm. Margot Robbie. Bruder, das ist, sagt er ehrlich, das ist so, wenn die mir sagt, komm für 1 Stunde auf Australien, ich kann. Bruder, nur für 1 Stunde, Er Bruder. will sich den kleinen Finger abschneiden. Bruder, ich will mir 2 Finger abschneiden, die 2, Bruder, dass nur noch die 2 hat, Bruder. Ich will 2 abschneiden, das ist meine Freundin. Nein, die ist so, obwohl ich nicht auf Blond stehe. Ich stehe gar nicht auf Blond. Okay. So, aber die, ich weiß nicht, ich habe den Film geschaut, Focus mit dem Will Smith. Und ich habe so gedacht, Bruder, die ist einfach in allen Szenen, wo sie spielt, ist sie einfach so der bildhübsche, optische Traumfrau. Und sie ist gar nicht mal so überzeugt von sich, gell? Ich weiss, Bruder. Und sie ist ja Australierin. Nicht so hübsch. Sie haben ein Interview gesehen, wo sie so voll so, ich so, was ist mit dir, Mann? Du bist wahrscheinlich eine von der Top 10 auf der Welt, Mann. Und Wolf of Wall Street hat sie auch mitgemacht. Ja. Dort ist sie auch Max. Die- Also ihre Attitude, dort ist ja auch Max. Dann, wie heißt Top 3? Oh, Kendall Jenner. Weiß nicht wieso. Max. Weil sie, glaube ich, eben nicht so ist wie die anderen. Sie ist nicht so operiert, die sie sieht Brazilian Buttlift. Du siehst, dass sie noch sie ist wie vor 10 Jahren. So als Teenie. Und sie ist halt relativ flach und das ist ihre Fuck. Sie sagt so, I give a fuck. So, so Kylie, Kendall, Kylie, Kim, Chloe, alle so plötzlich so voll anders. Ja. Und sie ist so. Und sie ist natürlich, Bruder. Also ich habe Ich habe keine wegen dem habe ich voll gefunden. nur wegen Früher. der Candle habe ich voll an die Kardashians geschaut. Ich habe wirklich früher Kylie brutal gefunden, jetzt finde ich sie Mut. Ähm, Aber die Margot Robbie, Bruder, da kannst du mir sagen, zahl im Flug, Bruder, ich kratze für uns beide im Flug zusammen. Schon. Für 2 Stunden dort Kaffee trinken. Look, ich sage dir, meine Nummer 1 ist Margherita Corseiro. Bruder, ich habe die vor kurzem Kann ich nicht, gefunden. Bruder. Das ist ein Model, ein portugiesisches Model. Ja, hat schon etwas, aber ich sag dir ganz ehrlich. Nein, voll mein Vibe. 10 von 10. Ich stehe eben schon ein bisschen auf helle Typen. Nicht Also nur, ich stehe nur auf helle Typen, Bruder. aber blond und so ist ja eigentlich nicht so. Also helle Hauttypen. Ja, nein, ich meine nicht helle Haut. Ich meine so hell im Sinne von helle Haare, helle Augen. Ah, So das nein, Typ. dann eher dunkel, Bruder. Dann eher dunkler, oder? So. Die Die Margot Robbie. absolut Nummer 1. Kennst du die Tantot Twins? Die mit dem riesen Kulo. Mathilde Tantot und Pauline Tantot, glaube ich. Sind voll viral gegangen vor lange 3-4 Jahren wegen ihrem Kulo, weil sie einfach einen maximalen Kulo haben. Nein, Mann. Bro. Die hat auch OnlyFans, nicht, dass ich geschaut hätte, aber ich habe gehört. Ich habe gehört. Nein, ich finde eben, das ist ja auch gerade... Bro. Sind wirklich so mega skinny. Was ist sie, Latina? Nein, halb Perserin, halb Frankreich. Bro. Sie sieht aber auch nicht aus wie eine Perserin. Ja, eben halb. Und sie hat ein... Das ist schon ein gutes Argument. Viele Definitiv. Wettstreiche und also das ist ein hübsches Gesicht. Das ist ein hübsches Gesicht. Ja, aber schau mal, zum Beispiel das Gesicht. Das sieht für mich so zu künstlich aus. Ich weiß nicht wieso. Ja gut, ja gut, ja. Ja. Also, ich verstehe es. Nein, 100%. eben, ich finde sie eine auch von der schönsten Frauen. Nicht nur wegen dem Argument, das sie hat. Sie hat ein gutes Herz. Sie hat ein gutes Herz und sie hat einen guten Charakter. Ich schwöre, sie hat gerne Hunde. Ich habe gerne Frauen, die gerne Hunde haben. Ey. Und Nummer 3 könnte ich dir gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht. Also es gibt ein paar Dreis. So, es gibt ein paar, wenn ich jetzt mich aber entscheiden wäre, es die 3 gewesen. Ich müsste mal schauen, ob ich irgendeine Frau folge, also wo ein bisschen
berühmt ist, wo man weiss, so, ey, die ist Jetzt lass mich Max. jetzt aber jetzt nicht... Muss ich jetzt erst noch 3 checken? Du hast deine 3 ja gesagt, oder? Ich bin gerade überlegt, ob ich irgendjemand anders hätte. Ich folge nur so Kampfsportler, Khamzat, John Bones Jones, Senchai. Und dann hat eben ab und zu... Bro, ich habe früher Sophia Yamora Max gefunden. Kennst du die? Aber jetzt ist sie ein bisschen chubby geworden, jetzt ist sie nicht mehr so mies. Nicht, dass ich voll schlank wäre, bevor sich wieder alle darüber echauffieren. Aber du bist doch auch nicht voll schlank. Sie war früher maximal schöne Frau gewesen. Das ist auch jetzt eine wunderschöne Das Frau. ist seit früher, Bro. Aha. Also ist immer noch hübsch, aber ich habe halt gerne so ein bisschen zierliche Frauen, ich weiß es nicht. Jetzt ist so zu viel so Brazilian Butt Lift, Baby Don't Touch Ja, It. Das ist so ein bisschen, Ja. keine Ahnung. Ich bin immer aufgehängt mit einem Thema. Was? Dass ich schwarze Mischling, dunkelhäutige nicht attraktiv finde. Das ist meine Meinung hören. Das kommt drauf an. Was kommt es drauf an? Nein, vom Hause. Bro, ich sag dir ehrlich, schwarze Frauen stehe ich nicht drauf, ganz ehrlich. Finde ich nicht attraktiv. Für mich selber. Für Ja, mich. aber auch Mischling. Mischling, next level. Was? Schon? Bro, ich habe Schau, ich sag ganz ehrlich, mein bester Kollege ist ja black. So. Also, Er ist komplett Mehr als du. Afrikaner. Ja, ich bin ja... Ich Du sag bist jetzt ja mal halb, so, ja. ich bin ja Leipziger, ich bin ja halb Deutscher. genau. Und mein Vater war aus Ghana. Ich könnte nicht ein Mischling oder eine Halbafrikanerin, wo irgendwie ein schwarzer Elternteil, wo genau die Hautfarbe hat wie ich. Ich könnte die nicht daten. Was? Schau, ich kann... Obwohl ich auch Mischling bin. Also ich könnte als Lightskin kein Lightskin daten. Es geht nicht, es ist noch nie gegangen. In Mexiko habe ich eine kennengelernt. Und sie ist so ein bisschen Mischling. Nein, Bruder. Nein. Also, sie ist eine hübsche Frau, aber ich finde sie null attraktiv. Nein, Bruder. Geht nicht. Halb Jamaikanerin, halb Portugiesin ist sie. Geht nicht, Bruder. Was? Geht nicht. Wir Also können jetzt sofort- Mischling nicht und Full Black auch Geht nicht. nicht, Bruder. Ich stehe wirklich auf weiße Frauen, Bruder. Bro, ich verstehe es. Ich finde es... Also, Ja, ja, du als Weiße, aber sag das mal einem anderen Schwarzen. aber nicht. Man gibt es nicht Leute, die... Also gibt es nicht Schwarze, die auch sagen... Bro, ich finde weiße Frauen viel attraktiv. Es gibt auch viele Frauen, die sagen... Also nur ich Black sag ist. mal Gibt's mal auch. nur so, mein Vater hat sich eine Deutsche gepackt. Hat sie geheiratet, hat 2 Kinder geschenkt, Bruder. Eben, vielleicht sind Also, es die Gene, die gibt's du das jetzt so? auch hast. Also wohl, mein Dad hat immer gesagt, Mischling gehören mit zu den schönsten Frauen, die es gibt. Obwohl, warte, ich muss es korrigieren. Es Jetzt. gibt ein Mischling, wo ich glaube, würde heiraten sogar. Ah, sogar? Ui. Ja, und ich weiß nicht warum, aber das ist, halte ich fest, Tyla. Kennst du Tyla? Sie hat so einen coolen Vibe, Bruder. Sie hat einen coolen Vibe. Indisch aus, nicht? Indisch? Die redet ein bisschen so, Bruder. Mann. Ja, aber Bro. das ist der Dialekt in South Africa. Ah, schon? Sie ist ja Ah, Südafrikanerin, das sie hab hat ich nicht gewusst. einen hohen extremen Dialekt. Weil ich verstehe sie null. gelesen, ich habe gedacht, Bruder, die hat voll den Aber wenn du das Tamil-Vibe, Interview Mann. schaust, dann ist es noch schlimmer. Aber... Nein, Also Bruder. hast du ganz mal offen, ey, du hättest dich nicht mal... Du fühlst dich Nein. nicht mal... Nein, Bruder. Was? Nein. Voll der Rassist. Ich sage jetzt nicht, für was ich ein Fable habe, weil dann killen mich 1, 2 Leute. Hä? Kannst du nicht sagen? Sag nicht, was du nicht sagen Nein, Bruder, willst. ich kann jetzt nicht sagen, was so ein Fable ist, das ich im Moment habe. Okay. Sag nicht, was du nicht willst. Was Tyler heisst. Nein, aber ich sag mal so, es gibt so 1, 2 Nationen, von denen ich irgendwie immer dorthin komme, wenn ich eine Frau kennenlerne. Und die sind halt nicht so... Wir kennen einen guten Kollegen, beide, wo mich schnell verflucht hat ein paar Mal. Ja. Das ist halt dann... Und das willst du nicht sagen, ja? Nein, Bruder. Okay. Die Sonst Tyler, läutet mein Telefon an dem Tag, wenn es rauskommt. Ja, Bruder, keine Ahnung warum. Ich weiß nicht. Tyler, aber sie ist ja jetzt genauso... sie ist ein Mischling, Prototyp genau der Lightskin. gleiche Braunton wie die ich dir jetzt Ja, gezeigt aber habe. es ist vielleicht so ihre
ihre Art, so dass... Es ist schon sexy, muss schon sagen, es ist schon sexy. Also sie wirkt einfach nur billig. Null billig wirkt sie. Sie wirkt so recht so classy. Confidence natürlich. Ja, mega, ja. Aber sie wirkt gar nicht so wie so eine... Keine Ahnung, weiß nicht, wo jemand... Nicki wo Minaj. genau, ja, genau. Bro, ein Ick muss ich dir noch sagen. Ein Ick, also wirklich Wenn sie schlimm. Nicki Minaj hört oder Cardi B. Nein. Wenn Frauen so Max-Nägel haben. Oh Gott, So, ja. Bruder, nachher so. Nein. Das sie, nein. Das ist... Bro, Mann, am liebsten, ich würde dir Nägel nehmen und Du kannst einfach so machen. Probier's mal. Ekelhaft, probier mal. Ekelhaft, Bruder. Ich find das etwas mega unattraktives. Ja, es ist, ja. Und was ich auch... Schönheits-OPs. Hast du gesagt? Ich. Ja. Brüste gemacht. Gut, es gibt Frauen, die können Brüste machen, dass es einfach zu der proportional gut aussieht. Weißt du wieso nicht? Ich sag dir wieso nicht. Du bist unzufrieden mit dem Körper. Voilà. Zu wenig Selbstbewusstsein, dass du auf das Umfeld los ist, auf die Stimme, dich nicht Scheiße. wohlfühlst. Bruder, jeder Mensch hat irgendetwas, was ihm nicht gefällt. An sich. Jeder Mensch. Und nicht nur eine Sache. 100%. Das muss grösser sein, das muss kleiner sein, das muss breiter sein, das muss fülliger sein, das muss weniger füllig sein. Jeder Mensch hat das. Und für mich ist das so ein Indiz von zu wenig Selbstbewusstsein. Für mich. Jeder, der das macht, schön. Wenn ich einen Kollegen habe, der das macht, das ist nicht, es ist für mich kein Ausschlusskriterium, aber ich bin schon so ein bisschen... Ja, ich weiß es nicht. Wieso? Also ich sage lieber kleine Brüste und ich stehe mehr auf Brüste als auf Arsch, habe ich auch jetzt gesagt. Das ist Bin das selten, ist ist eine das Seltenheit. Thema, wo viele immer fragen. Also Immer, wo jede Frauen Frau einfach fragt immer das. fragen, bist du Arschtyp oder die Brusttyp? Schau, ich sage so, lieber ein easy Arsch und nice Titten als easy Titten und ein kein nice Arsch. So, aber wenn du mir sagst, Ich bin der Arschtyp. der Bro, 90% ist Arschtyp. Ich weiss nicht, ich habe einfach Brüste gerne. Ist so. Aber es geht nicht um grosse Titten. Ich sage, obwohl ich der Brusttyp bin, lieber kleine Brüste als gemachte Brüste. Ja. Also es kann auch so wirklich mega kleine Brüste sein. Mega, fast nichts kann es sein. Es ist für mich kein Ausschluss. Ich suche meine Freundin nicht aus, ob sie Brüste oder Ein nicht. Mensch ist so, wie er ist und du Ich findest find's einfach entweder schön. attraktiv oder nicht. Genau, so. Und sie haben nicht plötzlich eine Nacht auf die anderen mehr Brüste. Genau. Und darum, das ist für mich so... Ja. Ich sage immer so, solange es nicht auffällig ist, Bruder. Sie soll jetzt machen, was sie wollen. Also weißt du, wenn jetzt eine Frau sagt, ey, ich mache jetzt meine Nase, wie es jetzt wirklich so ein Zink hat zum Beispiel, go for it. Ich finde, So. Lan hat Charakter. So, weißt du, Lan. das interessiert mich wie nicht so. Aber ich hätte vielleicht mehr das Problem, wenn sie in dieser Zeit, wo ich schon mit ihr etwas habe, kennenlernen, daten, zusammen bin und dann etwas macht, finde ich so, bist du dumm. Aber wenn sie schon gemacht hat, so ja, dann ja. Aber weißt du, wenn ich schon... Wie gesagt, es ist kein Ausschlusskriterium. Es ist auch, vielleicht hat es jemand gemacht, jung gewesen, das gemacht, bla Safe. bla, und jetzt ist sie 5 Jahre älter und denkt so, ey, damals habe ich mich so gefühlt, hätte ich heute vielleicht nicht mehr gemacht. Wie gesagt, es ist jetzt nicht irgendwie ein Ausschlusskriterium, aber ich finde, keine Ahnung, ich habe ein bisschen Mühe damit. Safe. Weil das sind so, heute ist, wo Pamela Anderson war, ist ein grosser Titel, jeder hat Titel gemacht, jetzt ist Gott, Nicki Minaj und Cardi B, jeder lässt sich den Arsch Kim Kardashian. machen. Kim Kardashian. Verstehst du, es ist immer so, es Es gibt so Episoden und irgendwann sagen sie ja die Schultern. Genau. Oder das Knie. Genau. Ich finde geil, wenn eine Schulter so ist und eine so. Und dann macht Dabei hat es sie ja jeder. vor, wie lange ist es, 60 Jahren, die Marilyn Monroe hat es auch gegeben. Genau. Und sie ist ein bisschen chubby wo gewesen. man, ja, aber optisch zu dieser Zeit ist sie ein 10 von 10 gewesen. Eben. Und sie ist ein bisschen chubby und da ist das in ja, gewesen. ja. So, oder? Und dann ist immer wieder etwas Neues in. Hör auf mit dem Strom zu schwimmen, sondern akzeptiere dich als so, wie 100%. du aussiehst und wie du bist, Mann. Und blöd gesagt, wenn du Sachen ändern willst, geh in den Sport, mach die Sachen, die du selber beeinflussen kannst. Klar, wenn du keine Brüste hast, hast du keine Brüste. Kannst du nicht machen. Nein, Aber du ist kannst ja dich trainieren, okay. Aber das ist ja wie bei uns mit dem Sixpack. Mach etwas, wenn es sich juckt. genau, mach etwas, wenn es dich juckt. 100%. Aber ja. Ey, Bre, wir haben ganz viel Wasser getrunken und bei mir drückt langsam die Blase, Bre. Wir Okay. müssen da ganz schnell einen Break machen. Okay, wie viel lang? Du hast noch hure viel Fragen. Nein, wir sind da unten. Wir sind da unten.
Aber ich glaube, 1, 2 könnten noch ein paar Minuten geben. Okay. Wir machen ganz kurz einen Break. Das Mineralwasser von irgendwo, ich glaube, portugiesische Wasser, Bruder, das hat es in sich. Alles gut, Ich brauche Bruder. einen Break, Bruder. Alles gut. Es ist wieder da. Es ist wieder Ja, aber du, Mann. Ich lasse mal laufen, ich chill einfach. Was meinst du, wie lange haben wir noch für deine Fragen? 15, je nachdem, wie viel du hast. Okay. Wie viel du Input hast. Orange. Ich glaube, es gibt nicht mehr so viel. Okay. Aber ich bin schon seit einer halben Stunde am Kämpfen. Alles gut. So, der Liro ist bald wieder zurück und in dieser Zeit lassen wir einfach gute Musik laufen. Weißt du, wodurch? Ja, alles dahinter. Genau. Und in dieser Zeit lassen wir einfach Musik laufen. Ey, für mich der absolut beste Künstler aktuell, schon mega lang, ist dieser junge Mann hier. Und ich finde ihn einfach gut. Der Kollege hat mir ein mega schönes Zitat gesagt, erzählt, whatever. Und mich hat das mega gepackt, weil Schicksalsschläge gibt es ja eigentlich immer, oder? Jeder hat Probleme, immer passiert irgendetwas. Negativität kann sich wie, also eben, jeder hat irgendetwas. Jemand ist gestorben, eine Freundin hat Schluss gemacht, mein Kind ist krank, chronisch, bla bla bla. Und er hat mir etwas gesagt, wo er selber aufgeschnappt hat. Er ist jetzt kein Philosoph, aber er hat gesagt, dein Leben ist immer so schön, je nachdem, durch welche Brille du das betrachtest. Lass den mal ziehen. Let it drop. Und wir sind wieder zurück mit Leroy und seiner leeren Blase. Wasser hat mich schnell gekillt, Bruder. Ja, Bro, das Blöterli Wasser, Tee, Eistee, Kuh. Irgendwann verreckst. We are Welcome back on back. track. Welcome back. Skrivi Papa. Ich habe ein bisschen Musik laufen lassen. Ich habe ein Zitat drop. Das war's. Oh, Zitat. Ich habe ein gutes Zitat heute. Heute sagt man einfach eine Frau, so. Was habe ich jetzt aufgeschrieben? Frauen geben einen Fick, wie der Mann optisch aussieht, sie schauen nur aufs Innere. Cap. Cap. Obwohl, ich habe es nachher mit ein paar Kollegen besprochen. Sie sagen, also, ich kann schon ein paar Kollegen, wenn ich mich frage, so, was willst du mit dem? Also jetzt rein, wenn du es nur optisch anschaust, weil es einfach nicht matcht so. Aber es sagt voll hure viel. Also ich wollte jetzt mal von euch wissen, liebe Damen, ist es wirklich so, dass ihr eher aufs Innere schaut, anstatt aufs Äußere? Weil kein Mensch kann sagen, ich bin nicht oberflächlich. Weil, dass du einen Mensch ansprichst, muss dir der optisch auch mal gefallen. Oder so. Es ist einfach ein Fakt. Du weißt ja gar nicht, wie er innerlich ist. Vielleicht ist er der grösste Abschum. Voll. So der grösste, so frauenverachtende Genau. Ja, Andrew eben. Tate oder was auch immer, Bruder. Und dann... Ich sag's einfach, ich sag's einfach. Andrew Tate sagt auch gute Sachen. Ja. Just saying. Lassen wir das Thema zu, Wir Bruder. lassen es zu. Nicht nur, er ist ab und zu ein Arschloch, aber er sagt auch gute Sachen. Aber Ich hab's gesagt. bevor du weißt, ob das matcht, gehst du nur aufs Optische aus. 100%. 100%. Also, schau, ich sag dir, Charakter ist wichtiger. Ich merke einfach, wenn ich eine Frau date und sie gefällt mir optisch nicht so extrem oder ich finde sie so okay, so. Habe ich auch nicht so krass Interesse, auch ihr Innere kennenzulernen. Einer hat mal gesagt, das ist so ein kleiner Teenager-Spruch oder keine Netlog-Spruch. Aussehen entscheidet, wer zusammenkommt, der Charakter, wer ein bisschen zusammenbleibt. Es ist mega oberflächlich, Aber es ist es simpel macht gesagt, Sinn. aber es hat es hat Substanz, so ein Das bisschen in macht dem Sinn. Sinn. Weil, Bro, plump gesagt, unter Männern, ich sage auch immer, Bro, schau jetzt zu meinen Kollegen. Ja, sie ist schon gut, ich weiß nicht, Anziehung ist wie noch nicht so da, es kommt vielleicht.
Cap, kommt nicht. Und nicht mehr. Kommt wenn sie nicht. dich von Anfang an nicht wenn du sie nicht anziehen findest, Der dann was Peak von der sexuellen Mit drüber. Anziehung ist am Anfang. Ja, weil alles neu ist. Genau. 100%. Und in der Regel geht es eher durchab oder es bleibt oder es geht. Außer die haben gesunde Kommunikation. Genau, und kommt und geht nicht. Ich rede nur für optisch, Bro. Ja. Für optisch, der Peak hast du am Anfang, weil du bist geflasht. Ich bin mal arbeiten, meine erste Freundin zum Beispiel. Ich habe sie gesehen und ich habe gedacht, oh mein Gott, was für eine hübsche, ich bin durchgefallen. Der Charakter, wenn er dann irgendwann die Person kennenlernst, also ich sage mal so, nein, ich sage gar nicht mehr. Ich sage das, was ich am Anfang gesagt habe, sage ich und den Rest sage ich nicht. Aber das ist so etwas, was ich mich echt frage, Bro. Und das habe ich schon ein paar Mal gehört. Wieso bin ich überall mit dem zusammen? Es war gar nicht mein Typ, was auch immer. Dann frage ich mich so, warum? Ich habe einen guten Charakter gehabt. Aber umgekehrt hörst du es nämlich auch. Volles Arschloch, aber er sieht gut aus. So, ja. Das ist eher das Traurige. Also weißt du, kennst du jetzt deinen Wert so? Ich habe mal jemandem wieso probiert abraten, so wegen so, es hat nicht funktioniert. Aber ich wollte ihn davon überzeugen. Ich wollte nochmal mit ihm reden. So, sobald du einen Menschen überzeugen willst, so mit dir zusammenbleiben, dann hast du den Wert von dir nicht gefunden. Genau. Oder hast ihn nicht erkannt. Frau. Danke, Bro. Sehr gut gesagt. Und dann musst du dich zuerst mal finden und heilen, Bro. Genau. Sag ich. Schau, ich sage, es gibt Leute, wo das Äußere nicht so wichtig ist für die oder weniger wichtig oder sie gewichtet Charakter mehr, aber jeder, der sagt, optisch spielt null eine Rolle, Cap, sage ich. Wie wichtig ist dir das Optische? Schon wichtig, ganz ehrlich. Ich bin dort durch oberflächlich. Also, schau, ich sage so. Das ist ehrlich und es ist... Ja, ich bin ehrlich. Gerade ist das ja normal. Bro, schau, ich sage so, eine Frau kann maximal hübsch sein. Die erste Frau, die ich dir gezeigt habe. Oder sie kann so aussehen. Ich kann sie charakterlich toll finden, sie ist ein lieber Mensch, Bro, ich rede mit ihr. Und ich merke zum Beispiel, sie ist dumm. Sie ist ja die Lara. Ich schwöre, ich tue sie nicht. Ich schwöre nicht. Für mich ist psychische Anziehung, wie auch immer man das definieren will, Intelligenz und all das Wichtige. Das Optische kommt dann wie noch so oben drauf. Verstehst du? Aber wenn ich jetzt sagen würde, ey, ich schaue gar nicht aufs Optische, wenn alles andere stimmt, kann sie aussehen wie mein Onkel mit langen Haaren. Nein, stimmt nicht. Ich schaue schon aufs Optische. Ich schaue schon aufs Optische. Fix. Aber wir haben noch zwei Themen, die immer wieder aufkommen, die ich halt im Umkreis auch immer höre. Ein Thema ist eher so, ein bisschen auch, und ich selber kenne, einfach als Sicht als Mann. Das andere ist so, ich glaube, mit dem hat man mit jedem schon geredet. Thema Eifersucht. Okay. Sagst du, Eifersucht ist gesund? Oder sagen wir so, gibt es für dich eine gesunde Art von Eifersucht? Oder sagst du jetzt eher überflüssig? Schau, ich sage so, es tönt jetzt wieder ein bisschen besitzergreifend, all die Frauen werden jetzt wieder echauffiert sein. Was mir ist mir. So, Ja. oder? Und was ihre ist ihre. So. Wenn eine Frau mir das Gefühl gibt, dass ich mich nicht wieder also wenn eine Frau mir die Sicherheit nicht gibt, so, ey, du kannst mir vertrauen oder so, je nachdem, was sie sagt, wie sie sich verhalten, ich bin null eifersüchtig. Ich habe noch nie das Handy kontrolliert. Ich finde so, das ist das Dümmste, was du kannst machen. Bro, wenn eine Frau dich betrügen will, sie kann dich auch so betrügen. Dadurch kannst du, und Vor allem, meistens... es ist so wie so ein Fluch. Dann findet sie etwas. Aha. Ich habe recht gehabt, so, ja, dann hast du es aber schon lange gedacht, dass du betrogen wirst. Also hast du wieso die Unsicherheit gehabt? Genau. Warum? Genau. Und die meisten Leute, die so sind eigentlich die betrügen. Typen, die so krankhaft eifersüchtig sind, ihrer Frau alles verbieten, sind die, Weil sie genau wissen, was genau. für Schweine die Männer Genau, sind. das habe ich heute gerade mit einer Ärztin besprochen. Und sie hat gesagt, voll. 100%. Habe ich gar nicht darüber nachgedacht, ist eigentlich schon so. Es ist einfach so. 100%. Da gebe ich dir. Wenn du mir nicht recht. wenn du mir nicht Grund gibst, eifersüchtig zu sein, bin ich es nicht. Wenn du mir erzählst, so, ja, weißt du, so ich weiß gar nicht, der Typ ist schon eher mein Geschmack, so, und so Geister in meinem Kopf beschwörst. Ich sage, Eifersucht hat mit Unsicherheit zu tun. Mega. 100%. Mega. Ob die Unsicherheit jetzt Ausser du bist ein projiziert Arschloch. wird. Das kann auch sein. Ausser Genau. ein Mensch ist einfach ein menschliches Das ist Arschloch aber schön und gibt gesagt. einen Grund. Eifersucht ist immer eine Unsicherheit. 100%. Unterschreibe ich so. So.
Fix. Und vor allem, wenn du eifersüchtig bist und du ein Problem hast, wenn deine Frau gut angekleidet ist und einen Frauenabend hat, was ja schön ist, Mega. so, Mach. dann sucht er eine, die nicht angeschaut wird. Genau. Dann, Also, das ist genau das Gleiche, dass alle wollen eine erfahrene Frau haben, also erfahren im Bett. wo Ahnung hat im Bett, aber Aber- es wird eine Jungfrau. Was hat mir hat gerade letztens jemand gesagt? Alle wollen erfahrene wie ein Pornostar, wo aber am besten Jungfrau ist. Ja. Was hältst du persönlich davon? Bruder, mir ist vor allem wichtig, dass es keine Stories gibt. Wenn ich eine Frau kennenlernen, weil Zürich ist klein. Aha. Wenn es nicht irgendwie eine Story gibt, so, also wenn es immer mit einem Kollegen oder so etwas geht, ist schon Ist gewesen. gewesen. Aber wenn es kein Kollege ist, aber irgendwie so Stories gehabt, so, ey, vor einem halben Jahr ist sie dort gewesen, das hat gemacht, dies, das. Gangbang Sessions Dann da. ist sowieso dort. gewesen, so Brella liegen, so fix. Aber es ist natürlich so, ich glaube, wir sind alle in einem Alter, wo du dich ausgelebt hast. So, du kannst dich ausleben und du kannst dich ausleben. Ja, ja, So, genau. Du kannst dich sexuell finden, du kannst dich finden, du kannst dich kennenlernen, wenn du aber natürlich weißt, was du machst. Und dann ist es natürlich etwas anderes, als wenn du einfach umholen gehst. Ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Ja, das da So. bin ich eben auch. Also, So, sorry. weißt du, ich meine, wir Männer sind da nicht besser. So, weißt, ich sage jetzt nicht, dass Frauen hoch sind. Ich glaube, Männer sind schlimmer, wie sie es offensichtlicher machen. Und ich glaube, Frauen haben es einfach einfacher. Weißt du, was ich meine? Fix sind Frauen einfach. So, und ich glaube, darum fällt es halt nicht so auf. So. Aber es ist halt wirklich so, dass wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne, zum Beispiel, ist mir einfach wichtig, so, nicht wie viel sie vorher hat. So. Was geht für Geschichten um? Gehen Geschichten um? Nicht was, sondern wie. Ja, schon auch was für Geschichten, Bruder. Nein, ich meine nicht, was sie gemacht hat, Aha, sondern wie. ja. So, weißt Wie du, es sie ist gemacht nicht so, hat, was Weil ist. ich meine, ganz im Blöd Ernst, gesagt, was ist, sie hat mit 6 Typen etwas gehabt. Wie, blöd gesagt, sie hat 4 Freunde gehabt. 2-mal hat sie so ein Techtelmechtel gehabt. das ist genau das Gleiche wie mit den huren dummen Fragen auf TikTok. Immer. Wie hoch ist dein Bodycount? Wie hoch ist dein Bodycount? Meine? Bruder, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe... Ich sage jetzt. Ich habe mich ausgelebt, so. So. Vor allem jetzt, ich sage jetzt mal, vielleicht das letzte halbe Jahr, so, ab dem Sommer, so. Aber es ist noch in einem Rahmen, dass keine Storys umgehen. Okay. Also sagen wir so, es ist natürlich so, dass man hat sich gut ausgelebt, so. Ah, sie Man hat hat sich ein geschrieben. bisschen gefunden. Hat sie. Sie hat geschrieben. Hat ganz gefreut. Ja. Und ja, Mehr oder weniger? weniger. Okay. Weniger. Mehr Aber, oder weniger? kommt an. Okay. Aber ich sage mal so. Ich habe nie eine Liste gemacht. Nie. Habe ich auch schon gemacht, muss ich sagen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich muss etwas nachholen von dieser Art, von dieser Zeit, wo ich halt viel verpasst habe. Weil ich meine, ich bin mit 18 mit meiner Ex zusammengekommen. Also mit der Du hast Mutter lange von der Beziehung Leila, gehabt, also weißt Und ich habe nur das gehabt. So. Und dann habe ich wirklich lange keine Frau angeschaut. Okay. Nach der Training. So lang. Ich habe keine Frau wieder kennenlernen. Ich habe nicht gewusst, was jetzt überhaupt passiert. du? So, ich habe ein Kind. So. Ja, du bist halt in einer anderen Ausgangslage. Und- gell? Und das ist ja das, was du immer sagst. Es repräsentiert auch mein Kind, was ich mache. safe. Und nachher hat es das und das natürlich gegeben. Dann haben wir dort jemanden kennengelernt, das. Dann hat es halt nicht so weit geführt. Gehabt. Dann ist halt die nächste Beziehung gekommen, die halt ein bisschen mehr als ein Jahr gegangen ist. So, ja, nicht ganz 1,5 Jahre, aber so ein Jahr, 3 Monate. Und ab dann hat man sich vielleicht ein bisschen eher noch ausgelebt als damals nach der Beziehung mit der Ja, Babymama. sowieso. Bro. Das Aber es ja ist viel. natürlich so, dass es gibt keine Geschichte um. So, also weißt du, so, mich kennst du nicht. Also mich kennt eine Frau nicht, weil ich irgendwo bin. Zu fest bin. Ich bin Okay. viel im Ausgang. Würdest du sagen, du hast dich ausgelebt? Jetzt so. Sagen wir, es kommt eine, bam, und sie sagt, Ja, Bruder, ich glaube, das ist ein Grund, my ride or die bist. Ja, ich glaube, Bist das in. ist der Grund, wieso ich letztens sogar im Podcast mich geoutet habe und gesagt habe, ich würde gerne wieder ein Kind. Okay, also bist in. So, So, ich habe mich ausgelebt. So. ja, Ähm, okay.
Und zu dieser Ursprungsfrage, das ist einfach eine Spinne. Tötest du so kleine Tierchen eigentlich? Nein. Ich glaube, Cap. in dieser Geschichte ist so... X-Faktor, das ist Nein. unfassbar. So klein, Bruder, das ist ja nichts. Das ist ja wie ein Staubfussel. Ja, aber es gibt ja Leute, die einfach sagen, Tag tot. Du bist Ich aber habe es kein mega dagegen, muss ich sagen. Was ich töte, ist Mucke, aber die greifen mich auch an. Check, sie sind Sauhunde, die klauen unser Blut. Jemand, der mich angreift, den fick ich. Sei es ein Mensch oder ist es ein Tier. Sonst, ich tue nicht mal über Fliegen etwas. Fliegen. Mach ich nicht. Aber ich sage jetzt nochmal zurück zum Thema. Wo ist der Bastard an? Irgendwo da, Bro. Okay. Ja, easy. Zurück zum Thema, es ist natürlich auch dort gibt es Sachen, wo ich jetzt denke, okay, ich würde es jetzt anders machen. Was 1, 2 Damen betrifft. Bro, jeder hat seine Fehler gemacht. Ich kann mich ab und zu verraten wie der grösste Bastard, vor allem in der Pubertät. So, Gut, das hat es bei mir eben nicht gegeben. Ich glaube, aber dort hat meine Schwester so einen großen Einfluss auf mich gehabt. Ja, ich bin eben mit 3 Brüdern aufgewachsen. Nicht, dass sie schuld daran sind, aber jeder hat Fehler gemacht, das ist auch okay. Aber zu der Ursprungsfrage, was möchte, also wenn jetzt eine sagt, ich bin Jungfrau, findest du das eher gut oder eher negativ? Es ist natürlich so, dass es schwierig ist. Ich will jetzt nicht irgendjemand entjungfern. Also nicht eine Frau entjungfern, sagen wir so. Es ist eher ein bisschen... Also es ist nicht negativ, überhaupt nicht. Es ist weder negativ noch positiv. Brüder, du musst jetzt, jemand haltet der Knarre an den Kopf. Sag positiv oder negativ. Ohne dich zu äußern. Nur Schwierig. ein Wort. Du kannst in deinem Kopf denken, was du kannst dir die... Ja, aber lass mich doch sagen, Du hast ja einen... ja, Nein, aber was ich sagen will, du hast ja den Denkprozess, wieso du zu dem Entschluss kommst. Ja. Ich will den Denkprozess gar nicht wissen. Ich Ja, aber will dann- nur die Antwort wissen. Positiv oder negativ? Nicht das... Negativ? Ja. Okay. Ich unterschreibe das. Ich bin auch der Meinung. Aber... Jetzt kannst du dich austauschen. Jetzt kannst du sagen, Aber was weil hast es du ist, sagen. es ist natürlich so, dass... Ich glaube, es ist halt, wenn eine Seite sich ausgelebt hat, sexuell... Das ist es, genau. Es ist nicht fair. Und die andere, es ist auch fair. Es ist nicht im Gleichgewicht. Es ist so, Ja, Mann. es kann, ich sage jetzt mal, wenn es jetzt eine Frau ist, die eine Jungfrau ist, oder jetzt auch bei einem Mann, also verkehrt, ich sage jetzt mal so, ich glaube, es kann für sie ein falsches Bild geben von Sexualität. Weißt du, was ich meine? Wenn sie dann Weil- mit dir bangt, sozusagen. Ja, und du halt es so mit ihr Sex hast, wie du es gerne hast. Ja. So. Und vor allem, die Frage ist, du musst dich halt noch kennenlernen. So, Ja. Du musst ja zuerst mal herausfinden, um ein gutes Sexleben zu haben, was ist überhaupt, was passt. Mhm. Also wo ist die Chemie? Ja, Weißt du, was ja. ich meine? Es ist so wie so, es kann sein, dass sie voll, oder dass er voll so fest das Spiel steht und sie ist so voll der Blümli-Sex. Nachher packt er sie nach was... Die kann, weißt du, was ich meine? Ja, die geht komplett So, über. es ist dann wie so, und es ist Umfeld, wie du sagst, ein gutes Wort, es ist ein unfaires Verhältnis. Mhm. Ja, das ist nicht gleichberechtigt, oder? Ich wollte etwas noch fragen. Ja, es ist eine bisschen persönliche Frage, und du musst nicht darauf an. Hast du mal jemanden Jungfrau? Nein, Nicht? nein. Ich auch nicht. Also ich hoffe nicht, dass meine Ex-Frau nein, die ist nicht eine Jungfrau. Also bei mir ist das wirklich, ich habe mal eine kennengelernt, Warte sie hat gesagt, sie ist Jungfrau gewesen, Bro, und Auch die nächste Spinne, Bruder. lad die, Bruder, lad Kommt einfach so ab. Ich sage immer, die Spinnen können nichts dafür, dass wir da haben wollen Häuser bauen. Die Natur gehört genauso der Spinnen wie wir. Und dann sagt er und isst nachher ein Steak. Aber dazu gibt's eine Story, Bruder, wo ich mich eigentlich fast schon schäme für das. Aber eben, wir sind jung gewesen. Das ist Jung und vor depressiv. 2015 gewesen. 2013, glaube ich, ist es gewesen. Ich habe einen kennengelernt, dort mal noch auf Lovu. Kennst du Lovu noch? Lovu, ja. Aber dort eigentlich auch voll sympathische, anständige, also eben anständig, das ist wieder so ein Ding, alles schön und gut. Haben wir etwas gehabt und bevor wir etwas hatten, wie der Mann oder so ist, bist du noch Jungfrau? Nein, du, nein, voll nicht, dabei bin ich ja noch Jungfrau. Ah, okay. Ja, irgendjemand muss, also weißt du, so, Ja, ich kann auch schauen beim ersten Mal. aber es ist so Ganz wie so gewesen, so, wer hat etwas so Falsches eingespielt, als man ist, so, weißt du, so voll Ja, der ja. Dings und dann, dann ist es völlig irgendwie, dann habe ich es aber so als schlecht empfunden.
Dann Sex? Ja, dann habe ich einfach einem Kollegen geschrieben, Bruder, Leute an, sagt der Kollege im Spital. Und ich stell dir mal so einen Albaner vor. Läutet mir an. Und anstatt er jeden albanischen Namen sagt, Besnik, Jeton, was auch immer, der Walter, Bruder. Bruder, einfach der Walter, Bruder. Er hat es voll versagt, Bruder, ich You had one Telefon, job, bro. Ich so, Alter. Voll der Reichschiss. Adam, zusammenreisen. Und nachher sie es also, ja, soll ich dich begleiten, dies, das. Und dann, ja. Dann habe ich sie aber noch einmal gesehen, weil ich glaube noch etwas von vorher hatte, dann haben wir nochmal etwas gekannt, dann aber nie wieder. Ey, man sagt doch immer, beim ersten Mal kommst du schnell. Sagt man doch so, oder? Erst Mal 3-4 Mal rein tun und du bist gekommen. Aber mein erstes Mal, ich bin 3 Stunden dran gewesen, ich bin nicht gekommen. Das ist aber, glaube ich, die Nervosität. Ich bin max nervös, Ich weil bin ich habe aber dir drunk auch gesagt, ich so, wo ich schon gefickt habe und so. Ich bin drunk gewesen. Ich bin auch dran, Also, ich habe nur also ich bin angeschwebt gewesen und habe einen halben heißen Joint gehabt. Nein, ich bin ein bisschen angeschwipst gewesen, ich bin max nervös gewesen, ich habe nicht gewusst... Wie alt bist du gewesen, wo du Musst du ausrechnen, 16, 20 minus, ja, 17, Bruder. 17? 17, ja. Ja, okay. Also relativ spät, Bruder, im Verhältnis. Im Verhältnis, meine Kollegen sagen mir 13, 14 Jahren Ich kann zurück. schon Sagen gehen mit 11, ich so was haben wir mit 11. Mit 11 habe ich noch den Vegeta gesammelt, Bro. Mit 11 hast du nicht mal Juice gehabt und das zählt doch gar nicht. Es gibt zwar immer. Bro, ich habe auch mit so Doktorspielen, Kinder nachher Nein, die rein haben, da und Bruder, so. die haben, Bruder, doch, das gibt es 100%. Gibt's schon. Aber gibt's das so oft? Ich glaube, es gibt es öfter, als du meinst, vor allem heutzutage mit der... Ja, Bro, heute will wir gehen. Da können wir eine andere Folge drüber machen. Ja. Die heutige Jugend, die Sexualität, die wie gelebt wird, krank. Krank. Aber es ist natürlich, ja, 17. 17 ist nicht... Ist das jung? Ist das alt? Also ich sag mal so, heutzutage wäre es spät, denke ich. Ich glaube, zu unserer Zeit, das ist jetzt 10 Jahre her, würde ich schon sagen, dass es im Durchschnitt ist. Ich würde sagen, so eher gesunden späterer Maß. Durchschnitt. Ja, eher Im späterer gesunden Durchschnitt. Maß. Ich sag mal so, in unserer... Wie alt bist du? 13? Wer ich? Ja, was hast du gesagt? Nein. So Doktorspiele und so probiert Nein. rein tun und so. Ja, aber Nein, wirklich, wo hast ich du mal erst Sex mal gehabt? sagen kann, Sex, auch mit 18, so 17, 18. Ich glaube, kurz nachdem ich 18 geworden bin. Dann hast du mal seine eintrinken. Habe ich rein da, Bro. 3 Stunden. Hast du noch Kontakt zu dieser Person? Nein. Ich sehe sie ab und zu noch. Das ist verdammt komisch. Du siehst die, mit Ja. der du das erste Mal getroffen Ja. hast? Ja, weil sie schafft jetzt in Zürich auf einem Weg, wo ich viel brauche. Okay. Aber erst in Neuem. Und sie haben mich eben noch erkannt. Hey, Leroy, ich sag, du Scheiße. Das ist 10 Jahre her. Du bist doch der, der mich getroffen hat. So. So, okay. Nein, ich habe keinen Kontakt mehr zu der. Aber ja, es ist spannend, also es ist crazy, es ist anders, als man sich vorstellt. Ja, logisch. Es ist ist komplett, denkst du du hast so. keine Ahnung, was du dich einlässt. Und auch die Leute, die die ganze Zeit Pornos schauen und das Gefühl haben, das ist Sexleben, wirklich, Alter. Bruder, ich All glaube, die Jugendlichen, wirklich, Jungs, ich sage euch das als 30-Jähriger, der Leroy kann nachher auch noch etwas dazu sagen, ist auch fast so alt wie ich. Wie in den Pornos, yes. So ist es nicht, Kollege, so ist es nicht. Respektiert einfach die Frau. Ich finde zeig das mir so mal wichtig. eine Frau, die so stöhnt, wenn sie dann nur an den Sack langt, Bruder. Ja, genau. Ganz. Sie blast dir eins und steht yes. Wo hast du das gesehen, Kollege? Wer stöhnt, wenn du sie nicht mal stimulierst? Das macht gar keine Rechnung machen. So ein Porno musst du gar nicht Aber schauen. es ist, ja. Das ist nochmal das Thema für sich. Da können wir, ich glaube, da musst du mal eine Frau einladen zu dem Thema. Weil ich habe etwas Thema Pornografie. gelernt. Frauen brauchen Pornografie auch, aber eher auditiv. Weil sie machen sich ein Bild und Frauen masturbieren, zum Energie loslassen. Nein, aufnehmen. Okay. Und Männer tun ja eigentlich zum Energie loslassen. Also wenn er kommt, gibt er Energie ab, Ja. so Energie, und sie nimmt die auf. Darum ist ja Sex ist ja einfach eine Schwingung. Findest du, eine ganz andere Frage, wenn ein Mann betrügt oder eine Frau betrügt, hat das einen anderen Wert,
Es ist genauso ehrenlos. Ja, okay. Ehrenlos. Okay. Schau, ich sage jetzt etwas und du kannst vielleicht etwas dazu sagen oder auch nicht. Ich sage, es ist ehrenlos. Also, das gehört sich nicht und ich mache da keine Unterscheidung. Wenn du betrogen hast, egal ob du Pimmel oder eine Pussy hast, es ist genau gleich schlimm. Aber, Männer können ohne Gefühl Sex haben und einfach dürzen, dass dürzt worden ist, so einfach wie Energie loslassen, dass eine Frau jemand betrügt, muss sie schon wie Gefühl, genau, weil es ist wissenschaftlich bewiesen, für all die jetzt sagen, der Türk verschnurrt wieder irgendetwas. Ja, für Frauen haben ja auch ein Hormon, glaube frei im Lauf, die mich korrigieren, wenn das nicht stimmt. Also Frauen lassen das Hormon wieso los beim Sex, wo sie nachher an den Mann bindet. Genau. Das stimmt. Was ist Tatsache. Wie heisst das? Es ist Tatsache. Pheromon? Nein, irgendwie so etwas gar nicht. Pheromone, meinst du? Ja, irgendwie so ich weiß nicht, wie es heißt, aber es ist Tatsache. Ich sage nicht. Und jetzt nochmal, bevor wieder irgendeine Emanze brüllt. Das müssen wir aber ganz klar sagen. Es betrifft nicht alle. Genau, und ich sage auch nicht, ich darf jetzt betrügen. Bro, ich sage dir ehrlich, ich habe so ein paar Frauen im jetzt redet mir Nachrichten-Dings. Ich muss einmal Futz sagen. So ein Text. Und die Folge wird sicher nicht so gut ankommen bei denen. Und darum, ich erkläre mich gern. Es heisst nicht, wie gesagt, ich habe noch nie eine Partnerin von mir betrogen. Ich finde es genauso gleich schlimm, wenn wie ein Mann das macht. Aber bei einer Frau hat das eine andere Energie. Punkt, das ist meine Meinung. Sorry. Kann man. Kann man machen, kann man denken. Aber das sagst du auch, oder? Also, ja, kann sein. Oder ja, es macht Sinn, so, was du sagst. Aber es macht halt für den Partner gegenüber, macht das null. Nein. Das ist halt, dass man das vielleicht auch ganz klarstellt. Es ist jetzt nicht ein Vergleich, warum das so ist. Es ist mehr einfach so eine Feststellung. Das Einzige, was ich jetzt erklärt habe, ist rein biologisch, anatomisch, physiologisch. Wir Männer sind ja so biologisch, dass wir uns fortpflanzen. In gewissen Ländern ist es ja normal, dass 4 Frauen hast. Du 17'000 Frauen hast, genau. Keine Ahnung, was auch immer. Und das ist schon zu 100 Millionen Jahren schon gewesen. Genau. Und bei Frauen ist es einfach so biologisch, dass sie eigentlich da ist, zum sich fortpflanzen, also austragen. Genau. Und nochmal, wie gesagt, anatomisch, physiologisch ist das einfach eine Info, die ich jetzt gedroppt habe. Persönlich, emotional habe ich nicht das Gefühl. Also das ist beides genau gleich schlimm. Einfach für die Emanze-Sektion von diesen Zuhörern. Ich habe noch ein Thema. Drop it. Würdest du eine Frau daten, die alleinerziehend ist? Wow. Wieso ich auf das komme, kann ich vielleicht ein bisschen schnell sagen. Ich glaube, also ich habe ja eine 4-jährige Tochter, also 3,5. Und wenn ich eine Frau date, tue ich mir ganz gut überlegen, ob ich sie ins Leben lang von meinem Kind Fix. Oder nicht. Gut, bis sie mal Leila sieht, abgesehen auf Fotos, ist es 4, 5, 6 Monate, bis ich mir irgendwie sicher bin. So, ich weiss nicht, vielleicht bin ich dort ein bisschen übervorsichtig, aber Leila ist halt jemand, der jetzt mega schnell checkt, dass jetzt ein Mensch da ist. So. Ob jetzt ein Kollege in mir 2-3 Wochen weg ist und sie, oder sagen wir so, sie sieht den Kollegen bei 2 Besuchstagen nicht. Also bei den 2 Tagen, wo sie bei mir ist, nicht. Dann fragt sie schon, hey, was ist? Das ist komisch, du siehst ihn immer. Und es ist wie so als Schutz zu ihr. Ja, oder vielleicht auch Schutz zu mir. Kann auch sein, weil Find sie halt meine einzige grosse Angriffsfläche ist. Weißt du, was ich meine? So. Muss auch nicht jeder. Und wiederum, es ist paradox, weil ich sage, ich wüsste nicht, ob ich eine Frau daten könnte, die ein Kind hat. Okay. Das ist paradox. Es ist paradox, ja, in deinem Fall, ja, weil du selber ein Kind hast. Wenn du mich fragst, es ist kein K.O.-Kriterium. Also wenn ich mich in unsterbliche jemanden verliebe und die Person hat ein Kind, Chalas, ist so wie es ist. Wenn du mich fragst, wenn ich aussuchen kann, gut, dann ist das wieder etwas anderes. Dann, also eben, es ist kein K.O.-Kriterium, aber ungern, wieso? Die Erfahrung,
ein Kind bekommen, aufziehen, eine Familie werden, hätte ich mega gern mit meiner Partnerin und dass es auch für sie das erste Mal ist und für mich das So die erste Mal. gemeinsame erste Erfahrung. Genau, Ja. so würde ich gerne mit meiner Partnerin teilen, weil ich denke, das verbindet dich auch extrem auf eine Art. Wäre aber für mich kein Ausschlusskriterium. Also, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, wir gehen zusammen in den Ausgang. Ja. Oder in einer Bar, nicht Ausgang, weil Ausgang ist immer so ein bisschen schäbig. Ja, es ist immer so gerade, es geht nur ums Bumsen. Das Also, haben wir so gerade das wir Gefühl. gehen in einer Bar, etwas gut trinken. Ja. Wir sehen dort 2 Frauen. Ja. Beide gut aussehend. Wir 2 gut aussehende Typen. Sitzen. Auch so Und mit dem passenden Lieblis, aber der Chia Creta. Wir sehen 2 Frauen, wir gehen dort. Wir reden alle zusammen, wir haben einen mega coolen Abend. Vibed voll, ohne dass irgendjemand mit heimnimmt. Wirklich voll der Vibe. Wie du sagst, der Vibe lügt nicht. Ja, fix. Sie sagt dir aber am Schluss, ey, einfach nur, dass du sagst, du hast eine Tochter. Sie hat eine Tochter. Ja. Und du denkst so, der Vibe stimmt. Sie ist cool. So. Also und ich bin wirklich so, also Du bevor bist sie nicht das voll gesagt verliebt, hat, du bist einfach so, du merkst, der Vibe stimmt. bevor sie das gesagt hat, haben wir einen heavy Vibe gehabt. Es Ich ist bin so, Vibe, es oh ist mein cool, Gott. so ihre Kollegin ist cool drauf, ich bin noch mit ihrer Es Kollegin passt voll voll. drauf. Es ist einfach ein Vibe. Okay. Und du bist okay. nicht besoffen. Du bist Okay. einfach so, wir trinken einfach etwas, so Ja, gemütlich. so ein Virgin Cocktail. Auf Ja, schon ein entspannter Cocktail, Basis. oder, aber entspannt. Okay, Kein ents- First Cocktail. Okay, kein First. Oder kein zweiter Akt-Cocktail dort. Die Red Bull Wodka dort. Okay, und dann gehe ich heim und dann sagt sie mir, ich habe ein Kind. Und was Ja, ist deine beim Frage? Tschüss sagen. Genau. Würdest du sie eliminieren? So? Oder würdest du sagen, egal, fuck it. Fuck it. Fuck it. Weil, Der Vibe stimmt lügt nicht. eben. At the end, it's all about the vibe. Stark. 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 Weil ich sage dir ganz ehrlich, aus meiner Sicht, eine Frau, also jetzt, also vorher habe ich gemeint, ich könnte nicht unbedingt eine Frau daten, die ein Kind hat, ist auf die Sicht, wenn ich kein Kind hätte. Aber jetzt, mit der Tatsache, dass ich eine Leila habe, die 4 wird im Oktober, Ich muss sie mal kennenlernen, by the way. Bro, du musst sie sehen, Bruder, die ist Bruder, die ist nicht einfach, Unsere Freundschaft braucht den nächsten Step, glaube Bruder, es wird Zeit. ich. Ja, wirklich. Nein, aber ich sage dir, also du kannst dich auf eine Zicke vorbereiten, Ja. auf eine Diva, Okay. auf jemanden, der sagt, ich will das, nachher bekommt sie es, nachher will sie es auch nicht mehr. Okay, sympathisch. Und auf ganz viel Italienisch reden kannst du dich vorbereiten. Okay. So. Okay. Und das ist ein süßes Wort. Also, Okay. wenn du... Lindor-Kugeln. Brüder, es hat so eine Situation gegeben, habe ich dir erzählt. Lindor-Kugeln mit dem der Kühlschrank, Lind- mit dem Bruder, Blick. Ja. Falls ihr die hören wollt, schaut die erste Folge von uns. Bruder, das ist so ein Mensch, ich gehe jeden Morgen mit ihr, wenn ich sie hole, im Migrolino und gehe zum Morgen holen, Gipfeli, das. Als Gefühl, sie schaut Gipfeli an, die nimmt einfach so eine... Kannst du den Schnee mal, Bruder? Ja, Nein, ja. der Samichlaus. Ja, genau. Gritti Bands. Ja, So so Schoki. Und auf jeden Fall, jetzt, wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne, sie sagen mir, ey, ich habe ein Kind. Dann ist für mich so, ja, Jackpot. Jackpot. Weil es ist einfacher. Ja, es ist für mich einfacher, 100%. eine Frau zu daten, die schon ein Kind hat, weil du musst vieles gar nicht mehr erklären. Die hat das Gleiche durchgemacht wie du, einfach auf der anderen Seite. So, klar, vielleicht ist es bei der Frau noch ein bisschen extreme mit immer noch kein Unterhalt, was auch immer. Aber das ist ja ihr Business, und das ist eine Sache zwischen Mann und Ex-Freundin und dem Mann. Aber es ist einfacher und es ist angenehmer und es ist gegenseitiges Verständnis vorhanden. Ja, sicher, weil es ist eine gleiche Lebenssituation. Und so. ich wünsche mir natürlich ja immer noch, dass ich irgendwann so eine Familie habe. Ja. So. Darum habe ich auch gesagt, also ich glaube, ich bin ready für, nicht dass ich jetzt ready bin, aber ich bin schon ready für Für das Commitment. so ein Leroy Junior, bra. So, Das will ich gerne wo einfach sehen. die gleichen Sneakers trägt wie ich. Ja. Leroy's in Miniaturkleidung, so ein Leroy's Hoodie. Aber in der letzten Folge hast du noch gesagt, 2 Mädchen noch. Und dann habe ich gesagt, wieso? Und dann hast du gesagt, weil ich weiss, wie ich als Bub war. Ja, Bruder, das ist natürlich immer noch so, aber umso mehr ich nachdenke, wäre natürlich, also im Endeffekt ist es egal, ob es ein Bub oder ein Mädchen wird. 100%. Hauptsache gesund. Aber es ist wirklich so. Bro, aber schau jetzt, Aber ganz warte kurz, ich schnell, hasse warte das, schnell. Bruder, Nein, ich nein, nein, hasse nein, das. nein, nein. Ich sag Wer jetzt- sagt, ich will es, egal ob es behindert oder gesund ist, ich will es meinen, das sagt doch kein Mensch, sagt das. Kein Mensch auf dieser Welt sagt das. Gesund ist doch die Voraussetzung. Eben darum sage ich,
Also, Darum, es muss wie nicht ausgesprochen werden, finde ich. Ja, aber die Frage ist, wenn du dir etwas wünschen könntest, dann sagst du es. Aber du findest auch, hey, Hauptsache es ist gesund. Ich sage, wenn ich mir Ich wünsche... sage jetzt mal dort, wo ich es erfahren, was es wird. Ja. Ist Corona gewesen, meine Ex war am FaceTime gewesen, beim Frauenarzt im Ultraschall. Ja. Und dann haben sie gesagt, ich habe immer gesagt, ich will eine Tochter. So, ich will so eine Daddy's Girl. So, Ja, 100%. So eine. Und dann in dem Moment, wo sie noch gesagt hat, wenn sie es jetzt wissen, und ich so, eigentlich nicht, das ist eigentlich egal. So. Es ist Hauptsache, sie müssen mir jetzt einfach sagen, es ist gesund. Voll. Nein, das verstehe ich. Aber es ist natürlich schon. halt so, du wünschst dir etwas und es ist so wie so ein Ich verstehe noch, dass man das sagt. Leroy Junior. Dass man das sagt, aber ich denke mir so, Brüder, welcher Mensch? Ich kenne keinen Mensch auf dieser Welt, der sagt, Tochter, egal ob behindert oder gesund, Tochter. Das sagt doch kein Schwanz auf dieser Welt. Sagt das kein... Der hat ich habe gerade jetzt einen TikTok gesehen. Der hat 3 Kinder, Babyshower, 3 Töchter hatte. Dann geht einfach das rosarote um. Habe ich gesehen. Er hat einfach so, fuck man, lass einfach. Schon habe ich gesehen, er kann keinen Bock mehr. Der hat sein Leben schon 5-mal für mich. Ich schwöre dir, mein Onkel hat unbedingt einen Sohn wollen. Erste Tochter Nummer 6 war ein Sohn gewesen. Hat er einfach so lange Er hat durchgezogen? ihm scheißegal gewesen. Er hat gesagt, fuck it, ich mache einfach. Ja. Wenn ich darf aussuchen, 2 Buben. Eben, darum sagen, wenn du darfst aussuchen, aber du wünschst dir ja natürlich hauptsächlich ein gesundes Kind. Das ist ja klar, Eben, das ist darum- doch Grundvoraussetzung. 100%. Aber wenn du mich sagst, was willst du? 2 Buben. Wenn es jetzt eine Tochter ist, drehe ich nicht durch oder Aber du schubst drehst die meine 18 Jahre Freundin in der durch. Treppe. Aber ja, so. Bruder, ich kann die... Sie hat einfach so High Ones als Onkels, Bruder. Studier Bruder, ich mal, kann was für die- High Ones wir im Umfeld Was haben. meinst du, wieso ich die ganze Zeit ins Jiu-Jitsu gehen trainieren? Bruder, ich habe die hübscheste Nichte, die es auf dieser Welt gibt. Sie ist, ich zeige dir jetzt schnell das Bild, sie ist 3, bald wird sie 3 und sie ist so schön. Und ich weiß schon, mit 18 oder 15, wenn so das ein bisschen anfängt mit anderen Geschlecht attraktiv finden, werde ich heavy Probleme haben. Du schon allein nur als Onkel, hä? Ja, Bruder, die Augen. Die Augen, schon allein nur die Augen. Schon Augen. Und sie ist so eine sture, kleine, ich liebe sie einfach über alles. Wirklich. Einfach nur schon die Augen, Bruder. Ist crazy einfach. Ja, es ist great. Es ist. Bier ist halt mehr so als die Haare, Bruder. Das ist so herzig, man, ich schwör's dir. Mit ihren Locken. Ich schwöre dir. ich Mit muss ihren wirklich grünen keine Augen. Aber krass, okay, zählst schon so schnell aus? Nein, sie ist auf die Fresse gekriegt. Ah, okay. Sie hat sich jetzt auch rausgeschlagen. Irgendwie die Heime, glaube ich, oder ja. Sie Okay, hat sich jetzt auch rausgeschlagen. Seitdem lispelt sie nur noch mehr. Okay. Wir sind Themenpool. Wir sind down. Ich glaube, wir haben uns für sehr viele Männer haben wir können einstehen. Ja, wir haben sicher auch viele Frauen aufgeregt, aber Wie bei der Cast vielleicht. ja, weißt du, es ist auch so, Man kann es eh nicht recht machen. Bro, du kannst es allen recht machen, oder? Und früher, das habe ich mit einem Kollegen das besprochen, und ich finde das noch krass, ich würde das eine eigene Folge darüber machen. Früher war es so gewesen, wenn du etwas kannst, wenn du stark bist, wenn du keine Ahnung, whatever, bist du so ein bisschen angesehen, du kannst einfach etwas. Du bist gescheit, das. Heutzutage müssen wir auf die Leute schauen, die nichts können, keine Skills haben, keine Ahnung was. Und es ist wie schon frech, wenn du als der etwas kann, verstehst du? Und das verstehe ich so nicht. Die Welt draussen funktioniert nicht so. Der Kollege hat mir gesagt, in der Schule, wenn sie das jetzt abschaffen, dass du im Sport 1., 2., 3. werden kannst, weil wie fühlt sich denn der 4. und wie fühlt sich denn der 5.? Bro, that's life, man. Und dann noch im Get Sport. it together, Weißt du, und Alter. dann noch im Sport, Bruder. Das ist Leben, Bruder. Sport ist ja eine Messung, Bruder. Sport ist... Mach etwas, dass du besser wirst. Mach etwas, dass du schneller, besser im Fußball wirst. Hör auf Mitleid plädieren von den Nein, Leuten, Mann. damit du dich geborgen fühlst. Nein, zieh den Finger aus dem Arsch und geh trainieren. Mach etwas. Aber weißt du, so Sachen regen mich auf. Ja, aber das ist das ist typisches Fall. Ich glaube, uns ist vor allem ein bisschen drum gegangen, oder auch ein bisschen mir, so dass man vielleicht mal einmal ein bisschen so die Seite sieht als Mann, also von einem Mann, die Fragen von einem Mann können beantworten. Weil wir halt immer wieder sehen, also ich sehe es vor allem bei meinen Kolleginnen, enge Stories, so Zitate von Frauen, wie das eben, es gibt kein Liebeskummer, dies, das. Und ich dachte mir so, hey, Alter, weißt du, ihr habt das Privileg, ihr habt einen engen Kollegen in der Gruppe. Redet doch mit dem.
redet mit dem. Ja. Wenn ich ein Problem und was Frauen betrifft, ich bin der Erste, der irgendwie den Naomi anruft, ich habe ein Problem. Ich kann mit meinen Kolleginnen reden, wenn ich Frau Probleme habe. Weißt du, was ich meine? Oder ob Fix. es jetzt mit einem guten Kollegen ist oder auch, weißt du, wenn es irgendetwas ist, wenn ich das Gefühl habe, ey, sie kann mir helfen, was das Frau betrifft, ist ja mit meinem kleinen Drunken Homie, hilft mir schon. Mhm. So. Voll. Aber immer so die TikToker, die auf uns rumhacken, weil wir Männer ja so alle Schweine sind. Nein, wirklich, fick jede Frau, die das Gefühl hat, man. Wirklich, man. Haut mal ab mit dem. Glamour, wie die heißt. Die ist so voll anti, Mann. Toxische Männer. Aber Bro, ganz schlimm. sorry. Also wirklich, Ganz weißt du, jetzt, wenn wir das mal ganz kurz anschneiden, jedes Gebäude, 99,9%, jedes Gebäude, das drin hockt, ist von einem Mann gebaut worden. Die Straßen sind von Männern gebaut worden. Sorry, also ich bin wirklich einer, der für Gleichberechtigung ist. Aber wo ist denn das, wenn du dich von deiner Frau trennst? Wieso darf die Frau eher das Kind behalten? Wo ist der Vaterschaftsurlaub? Shut the fuck up, Alter, Mann. Wirklich, nein. Ja. Reden wir gar nicht drüber. Nein. Regt mich auf. Mic drop. Schön haben wir geredet. Schön haben wir geredet, jetzt redet wir. Bro, schließen wir das. Schließen wir ab, das ja. Thema, aber eben wirklich so. Jeder hat seine Daseinsberechtigung, jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung. Wie gesagt, ich bin langjähriger Psychopfleger, ich habe Verständnis Ja, Bruder. dafür, aber hört auf, das immer auf eine Seite gewichten und sich immer in die Opferrolle zu finden. Und vor allem, das Leben stimmt ja läuft gar nicht so. nicht. Glaub, also ich habe es Leben ja läuft erlebt nicht als in einer Scheidung, Bruder. Was ein Mann Recht hat und was eine Frau Recht hat, Bruder. Also einfach nur mal so um klarstellen, ihr Frauen haben da genauso Vorteile wie wir Männer vielleicht irgendwo anders. Und ich finde so, da geht es aber nicht nur ums Geld verdienen, da geht es nämlich auch um das Kind. So. Genau. Aber Bruder, ich glaube, das ist so etwas, wo du 10 Leute kannst fragen und du bekommst 10 Antworten. Genau, aber es ist trotzdem unfair und man sollte seine Fresse aufmachen, wenn man für Gleichberechtigung ist, wenn es dann fair für alle ist und nicht in den Punkten, wo du dich triggert fühlst. Die Strassenschilder bildet nur Männer ab. Ampel ist nur Mann. Shut the fuck up, Alter, man, wirklich. Ich glaube, Mic das war drop. ein guter Abschluss gewesen. Jetzt redet wir mit Aggressionen, Blöterli Wasser und ein Austausch zwischen zwei Männern, wo auch im Kollegenkreis so redet. Es war uns ein mega Anliegen gewesen, jetzt mal Spass auf die Seite oder der Frust auf die Seite, das Gespräch so authentisch wie möglich zu führen. Es wird sicher ein paar Sachen geben, wo die Leute aufregen, wo Frauen vielleicht vor den Kopf gestoßen sich fühlen, aber «Jetzt redet wir» ist ein Podcast, wo authentisch geredet wird und das ist unser Anliegen gewesen und nicht mit verpackt und Geschenkpapier. So reden wir, wenn wir allein sind. Wenn es euch nicht gepasst hat, dann ist es so und wenn es euch gepasst hat, umso schöner. Ist noch etwas anzufügen? Bruder, du hast gerade geredet wie ein Löwe. Danke dir. Bra, danke für die Einladung. Sehr gerne. Das wäre mir Ehre. Der Leroy ist nicht zum zweiten und letzten Mal da. Wir werden uns öfter sehen. Danke vielmals fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, wenn es heisst, lernen wir voneinander, lachen wir miteinander und regen wir uns vielleicht auch miteinander auf. Danke vielmals fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.